Herzlich willkommen beim Podcast Lauch und Locker. Der Podcast, in dem durch spezielle Formulierungen und schlechte Fragen grossartige Unterhaltungen und viel Verwirrung entstehen. Steckt euch mit Ohrenschmalz verschmierten Kopfhörer in eure tauben Ohren, legt euch auf euer seit 3 Wochen nicht frisch gemachtes Bett und klatscht laut in die Hände. Denn da sind wir, die unlustigen Lustigen, die Google-Nutzer und möchtegern Fameboys. Das sind wir, die Hosts von Lauch und Locker, der Joshua Bricker und der Raoul Marin Arnett. Ich sehe nicht mehr. Ey. We are Speck. Hast du sogar wie Speck gesagt? Yes, indeed. Wahrscheinlich mein Handy, habe ich ernsthaft mein Handy nicht mitgenommen? Bin ich echt so... Hast du nicht nein, ich habe dir doch geschrieben. Du hast mir geschrieben. Also du musst es dabei haben. Ich habe es dabei, aber die Frage... Da. Ah! Gefunden. Was haben wir Zeit? 8:30. Ah nein, warte, wir sind das ja am Sonntag am 12 Uhr am Aufnehmen. Nein, also Leute, herzlich willkommen zu Lauch und Locker, Mann. Folge 16. Und es ist Premiere, aber wir sitzen mal wieder nebeneinander. Aha. Seit langem. Seit langem. Mal nicht in... Was ist das für... Ah, Bro, das bewegt sich. Das ist... Oh mein Gott. Muss ich die Füße da haben? Wir sind mal nicht im Josh daheim, sondern bei mir. Ja. Oben im Dachboden. Ich muss mich da ein bisschen umplatzieren. Ey, aber... Ja, die Küsse muss man wegnehmen. Jungs, ich sage euch, es war sehr toll gewesen, dass ein paar von euch, und bist nicht nur du gewesen, Rego, grüß gehen by the way raus an dich, aber wir haben noch ein paar mehr auf Insta geschrieben, wenn dann die nächste Folge rauskommt. Und ich finde das sehr nice. Danke für den Support. Für den Fall... Moin zusammen, gell? Bonjour! Erzähl etwas. Nein, wie geht's? Ganz okay, und der? Ja, Perle, gut. Das wäre es mit der Folge. Alle zusammen. Oh Gott. Hast du dich für die Impfung eigentlich auch schon angemeldet? Ja, aber ich habe es immer noch nicht bekommen, Mann. Nee, wann hast du dich angemeldet? Wait, ich kann gerade schauen. Ich habe ja eine Nachrichtenbestätigung bekommen. Aber kommst du ja, ich habe mal eine auf Französisch bekommen. Ich so, ja, Maschine, ich verstehe ja, was steht. Da am 28. April habe ich mich angemeldet. Und am 4. Mai ist noch einmal das SMS gekommen. Ihre Registrierung für einen Impftermin ist noch immer gültig. Wir kontaktieren ja, genau. Sie per SMS, sobald ein Impftermin für Sie frei ist. Das ist bei mir auch... Warte, mal schauen, ob ich das finde. Noch das Französische. Auf jeden Fall bin ich so überrascht, wie viele Kollegen von mir einfach so easy, chillig so ein Impfung bekommen. Und habe ich mir so seit 28. April angemeldet und einfach nichts. Das ist schon belastend. Ich muss an mein Trinkglas wieder ankommen. Ja, erzähl etwas, komm. Also ja, okay, das ich glaube bei der Impfung. Ja. Ich habe einfach gesehen, also 20 Minuten ist der Titel gekommen, Moderna schützt zu 100% Jugendliche. Ja. Eventuell. Setze ich jetzt einfach mal in Klammer, ich habe den Bericht nicht gelesen, ich bin zu faul gewesen. Ja. Meistens sind es einfach Titel, die mich interessieren. Und ich habe genau gewusst, ich getraue mich aber gar nicht erst nachzufragen. Ich habe einen Kollegen, der ist gerade kurz davor impfen und der war in Aarau gewesen. Und dort haben sie vor allem BioNTech, also Pfizer, wo sie verimpfen. Ich habe genau gewusst, wenn der das sieht, der wird mich umbringen. Also mich, besser gesagt, einfach alle hassen, die Moderna bekommen haben. Weil er dann einfach so, ich will wieder mal vernachlässigen, was ich dachte, ich so, okay, in dem Fall, ganz ruhig. Ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Nein, also, ich weiß gar nicht, ich habe mich, glaube einfach in allen Spitälern so in der Umgebung angemeldet. Ja, keine Ahnung, welches Spital was impft, aber ich hoffe jetzt auf BioNTech, ehrlich gesagt. Aber wenn es heisst, Moderna schützt zu 100%, dann würde ich jetzt eine Fiebernacht doch noch... Ja, also ich meine, ich hatte eine Nacht für so 3-4 Stunden Fieber gehabt, jetzt nach der zweiten Impfung. Aber, was soll ich sagen? Maschine. Wahrscheinlich irgendetwas wie, es ist aushaltbar gewesen oder so. Ja genau, es war aushaltbar Genau. gewesen. Ich war zu windig gewesen. Hä, auf was wollte ich raus? Warte. Über was haben wir es gehabt? Wir sind jetzt schon bei 3 Minuten 55 und du bist jetzt schon verwirrt. Hey, alter Schiff. Ja, ich bin voll dabei mit dem Kopf im Fall. Jetzt weiss ich wieder. Moderna wird nur 18-Jährige und drüber geimpft. Also wenn du die Impfung bekommst und noch nicht 18 bist, dann bekommst du ziemlich sicher BioNTech. Ja gut, komm, ich will es überleben. Ja, also ich meine, du bist immer noch genug gut geschützt. Ja, mit meinem ultra starken Immunsystem. Very much. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade gespeuzt habe, aber ist voll... Scheiß auf Immunsystem.
Ey, nein. Ich finde es einfach erstaunlich. Also, Jungs, für die es noch nicht wissen, der Raoul und ich, wir haben jetzt, beziehungsweise alle, die der FMS sind, haben seit 2 Wochen und jetzt bricht dann gleich die 3. Woche an, so ein Berufspraktikum, das wir machen. Und ich bin 3 Wochen im gleichen Betrieb. Der Raoul ist schlecht gewesen, hat sich nicht gut beworben, hat hure Filme wie seins nicht zusammen. Nein, sag ich. Aber wie viel hast du insgesamt irgendwie? Ich habe 2 sicher. Also ich meine 2 ganze Wochen. Nein, ich meine, wie viele verschiedene Betriebe? Bin ich, also 2 ganze Wochen bin fix bei 2 Personen, you know. Dann habe ich, letzte Woche habe ich 2-mal Physiotherapie gehabt und noch einmal Ernährungsberatung. Also bei 5 verschiedenen Betrieben bin ich gewesen. Oder bin ich, besser gesagt. Also, es wären fast 6 geworden. Und auf jeden Fall haben wir jetzt die nächste Woche sind wir im gleichen Vertrieb, Alter. Und wir haben es nicht mal gewusst, also es war nicht geplant. Ja. Das war noch das Lustige gewesen. Ich weiß nicht, wenn wir es realisiert haben, aber irgendwann haben wir einfach so gecheckt, ey, wir sind im fucking gleichen Rias, also heisst ja jetzt Zurzachcare. Praktikum machen, die ganze Woche lang, Alter, das wird so geil, Mann. Aber das Lustigste war, du hast mir immer so erzählt, wie du vorbeigegangen bist, dein Zeug abgegeben hast, dich vorgestellt hast, Gespräche und so. Ja. Ich habe angerufen. Er so, «Hoi», ich so, «Grüezi», ich weiss wer ist dran gewesen? Der Herr Kob. Ah, okay. Also ich habe direkt auf seine Nummer angerufen. Duzen? Ja, okay. alle. Easy. Ich habe hure Mühe bei so älteren Leuten zu sagen, du. Ältere Leute, Alter, sag das immer. Nein, also nicht ältere, einfach Leute, die älter sind als ich. You know? Bro, der ist 30. Ja, nein, ich habe Mühe mit Leuten, die älter sind als ich sind. Oder Leute, die gleichaltrig sind. Also so, nicht gleichaltrig, sondern vielleicht 2 Jahre älter, so 20, 21. Was machst du mit denen? Grüezi. Für das bist du zu alt, das muss ich ihnen Grüezi sagen. Aber hallo ist zu persönlich, irgendwie. Naja, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich angerufen, so ja, ein zweites FMS-Praktikum oder ich muss noch 1 Woche füllen. Ja. Ah ja, sicher, von wann bis wann die Woche? Die Woche von dann bis dann. Easy, schick mir das Zeug. Maschine, in dem Fall. Dankeschön. So ich den Henrik kenne, hat das im Fall nicht einmal angeschaut. Sau. Der ist so geil. Also, für Leute, jetzt machen wir Faszination Henrik. Ich habe zwar vorher auf etwas anderes auswählen. Und zwar wollte ich sagen, dass fast alle aus den Physios, bei denen ich jetzt am Schnuppern Gag-Impfung sind. Ausser jetzt ein paar. Aber jetzt gibt es ein bisschen Faszination Henriks. Er ist ein Hamburger. Also nicht Essen. Er kommt aus Hamburg auf jeden Fall. Und Deutsch und Nordisch entsprechend hat er auch dementsprechend die Sprüche auf Lager. Und das ist zum Teil so, ich darf jetzt den Namen da nicht sagen wegen Schweigepflicht, aber ich sage dir dann so nach dem Podcast, du musst bei einer Patientin mitgehen, wo irgendetwas mit dem Spinalkanal hinten am Ding irgendwie falsch gelaufen ist. Hat sie eigentlich so Paraplegie oder fast Tetraplegie, also Sie kann kaum noch reden. Also es sind eigentlich sieht alles wie nach so Schlaganfall-Ding aus. Kann auch sich wirklich schlecht bewegen, kann aber ein bisschen stehen mit Hilfe und so. Auf jeden Fall tut er mit ihr immer so Übungen machen, wie stehen und so und versucht, dass sie wieder selbstständiger wird und so. Und es ist eben, sie haben keine Ahnung, was es ist, weil es ist so eine unbekannte Krankheit. Es ist einfach so gekommen, eigentlich, ohne irgendwie einen Unfall, nichts. Auf jeden Fall, der Bre, Alter, der Henry ist so einer, er will halt, was ein mega guter Gedanke ist, dass Patienten alle selbstständig sind und so. Und nachher sitzt halt die Frau dort. Und also im Rollstuhl natürlich, weil sie halt nicht laufen kann. Und nachher ist sie halt meistens zu früh, also 15 Minuten zu früh. Und nachher ist sie halt so 15 Minuten zu früh gekommen. Und nachher so im Wartebereich hat Henrik gesagt, so meine Liebe, ich setze mich jetzt mal hier hin, du hast jetzt eine Viertelstunde Zeit, deine Jacke auszuziehen. Ich fuck nicht. Und sie kann sich nicht bewegen, oder? Dann fährt sie halt so an, so rumgekreuzt, versucht irgendwie die Jacke. Und sie ist jetzt selber so ein derber Humor. Sie macht selber am super Make über sich, oder? Mit den Worten, wo sie noch kann so reden. Und sie findet das auch hure lustig, aber weißt du, und nachher irgendwie. Eben, weil halt alles so wirklich so, also es ist alles Schlafgelähmt, nicht spastische Lähmung. Und nachher, wenn du das zum Beispiel auch nicht schieben mit dem Rollstuhl, sondern lässt sie selber fahren. Das geht natürlich dementsprechend auch schlecht, weil sie nicht greifen kann, sondern sie muss wie so schauen, dass sie die Hand gut platziert und dann ganz physikalisch so sich so runterfallen lässt, dass sich die Räder dingsen, oder? Und sie ist halt sehr langsam. Und nachher der Henrik dann so, ja, kannst du mal bitte vorwärts machen hier? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und ich so, die ganze Zeit. Und so geil, ey, wirklich.
Und alle würden das wahrscheinlich als asozial bezeichnen, aber es ist so gut, weil durch das ist sie schon viel selbstständiger geworden. Zum Beispiel kann sie jetzt eben die Jacke relativ gut mehr oder weniger ausziehen, wenn mir also- ein bisschen hilft. Sicher im Vergleich zum Anfang halt Ja, auch. also die ist jetzt das ist eine Langzeitpatientin. Der Hendrik hat vorher in der Heimklinik in Baden geschafft, als Bad Zurzach geschafft und ist dann eben nach Lenzburg gekommen. Sie ist mit ihm mitgewechselt und sie ist, glaube ich, wirklich schon 3-4 Jahre bei mir in Behandlung. Und früher hat sie halt wirklich nicht stehen können. Sie hat nicht irgendwie den Arm können bewegen. Und jetzt kann sie mit Hilfe stehen. Also hat nur 2 Finger an der Hüfte und dann kann sie stehen. Das ist mega gut. Aber ja, nein, der Typ, also wirklich, das ist so ein Legenden, Alter. Und dann soll ich gerade das ganze Team vorstellen für dich. Ach, kannst du machen, wenn du das willst. Also, dann haben wir da noch den Rafał, das ist der Pole im Team. Er hat einen verdammt starken polnischen Akzent, das ist verdammt lustig. Er hat übrigens so einen Zahnspange, das ist auch voll lustig. What the fuck? Auf jeden Fall, der Typ der hat einfach too much knowledge. Der Bro, der hat Physio natürlich in Polen studiert, hat den Master auch noch gemacht. Und Junge, das ist, du kannst dir alles fragen und auch wenn der jetzt schon seit, ich weiß nicht wie lang, aber mehr als 15 Jahre Physio ist, der kann dir alles sagen, der kann dir jeden der kann dir über jeden einzelnen Muskel kann der dir einen Vortrag halten, Lol. kann dir zu jedem Sport über genau sagen, welche Muskel da jetzt aktiviert werden, wieso das so ist und fucking gescheiter Typ, aber auch hure chillig und so. Und der muss sich auch viele Polenwitze anhören, wie zum Beispiel er klaut den Kunden den Schmerz oder irgendwie so ein Scheiß. Und er erklärt die ganze Zeit Nummern von Patientinnen. Obwohl er eine Freundin in Polen hat. What the fuck? Er ist so letztens zu mir und hat mir so erzählt, dass er mal so die Nummern von einer Patientin klaut. Claudia, Vorurteile und so, oder? Geklärt hat. Und er so, ich habe in 5 Minuten habe ich die Nummer geklärt. Ist nicht mein Rekord, aber in 5 Minuten ja die Nummer. Ja, ich so. Das ist eine Maschine. Weißt du, Amis hat halt so polnische Patienten, oder? Und dann zieht er voll ab. Ja, auf jeden Fall. Wir haben alles noch. Dann haben wir noch Trail. Die ist sehr jung. Die hat zuerst Gesundheitswissenschaften studiert, hat dort irgendwie 250 Moleküle auswendig lernen und so. Auf jeden Fall, als sie das Studium fertig gemacht dann ist sie gesagt, uninteressant, ich mache Physio. Jetzt hat sie Physio-Bachelor gemacht und ist jetzt mitten in ihrem Masterstudium drin. Also die ist voll noch im Schulstaff drin. Wenn du irgendwelche Fragen hast zum Studium, die kann dir alle möglichen Tricks sagen, kann dir noch all die NC-Tests geben und das hat sie mir auch schon angeboten. Sie ist auch mega, mega chillig, eben mega cool. Und die hat einfach, also dadurch, dass sie in der Schule ist, kennt die jeden Scheiß Nerv, jeden Muskel, jeden Ding, die kann ja auch anatomiemäßig ist die voll auf der Höhe. Und eben aber schulisch gesehen, kannst du auch die alles fragen. Und wir haben den Mike noch, das ist der Ergotherapeut und der hat jetzt eben die Ausbildung in Deutschland gemacht und deswegen vom Schweizerischen Roten Kreuz nicht anerkannt und jetzt hätte er letztens so eine Prüfung müssen machen zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo irgendwie so ein halbes Jahr hätte er viel Stoff müssen in den Kopf hineindrücken und so. Und jetzt in meinem Praktikum haben wir die Prüfung gehabt und dort hat Trail ihm noch geholfen, das Zeug zu lernen und zu rechnen und so, weil die ist einfach so gescheit, Alter, ohne Spaß. Das ist nicht mehr normal. Stell dir irgendwie so eine Kombination aus der Anuk, aus der Rea und aus dir vor. Ich würde nicht eher aus dir, würde ich glaube sagen. Nein, ich bin nur fleissig, nicht intelligent. Aber du bist intelligent, Rea ist intelligent und Anuk ist... Das, dann hast du die Schlauheit von der Reil. Ich bin nur intelligent, wenn es mich interessiert. Ja, also immer. Nein, echt nicht. Dann ist noch der Michael, das ist ein Schwab. Also der kommt aus meiner Gegend. Ich glaube Stuttgart, das habe ich noch nicht gefragt. Ich wollte jetzt nicht viel da im Podcast nicht sagen, falls er da irgendwann mal rein soll, also hasst er mich. Aber der ist, glaube ich, relativ neu dazu gestoßen. Also das Team hat gesagt, er ist eben relativ frisch dabei. Er redet unfassbar viel. Also ich muss wirklich sagen, ich bin eine Spinner in seiner Behandlung dabei gewesen und so. Und du fragst ihn eine simple Frage. Die ganze Behandlung durch ist der Nummer am Reden und so. Da musst du aushalten, da musst du wirklich aushalten. Aber sonst ist er eigentlich auch voll chillig. Er ist jetzt ein bisschen, nicht verbissen, aber so ein bisschen, ja, streng. Ich habe ihn selten gesehen lachen, er ist nicht so chillig wie die anderen. Ja gut, wenn du noch nicht lange dabei bist, ist er vielleicht noch ja, ein bisschen aber er ist wirklich, also im Gegensatz zum Rest vom Team, ist er wirklich, er ist so ein bisschen der alte Hahn im Kopf, sagen wir es so. Okay. Und dann ist noch die Vladana, von der kann ich dir vorher schon etwas erzählen, aber die hat in Serbien Physiotherapie studiert. Ich weiß nicht, wie lange sie in der Schweiz ist, aber sie kann wirklich relativ schlecht Deutsch. Aber sie gibt sich mega Mühe, also schreiben tut sie besser wie der Raffi. Sorry, Raffi, sorry. Er hat sein Diplom Ja, bestanden.
Also, Das, Glückwunsch, Alter, Leute, Sophie. ich glaube, wir haben es schon mal haben wir es schon mal in einem Podcast erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, Kann gut sein, Alter, ja. Congratulations da nochmal an Raffi. Er hat das IVO-Diplom bestanden. Mit einer grossen Rettungsaktion von der Klasse. Aber auf jeden Fall hat das bestanden. Props an ihn. Nein, auf jeden Fall, eben, sie ist auch, ich glaube, sie hat auch einen Master gemacht. Die haben alle irgendwie den Master im Sack. Huch. Ja, bei ihr bin ich jetzt nur einmal in der Behandlung gewesen. Habe ich irgendetwas vergessen? Ja, die Katrin, die Frau von Mike, aber die ist nur, glaube ich, einmal einen halben Tag in der Woche oder so da. Die habe ich fast zweimal gesehen. Und nie irgendwie an einem Patienten. Also ich weiß nicht, die läuft einfach nicht rum. Ja, Und dann, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig, ihren Namen kenne ich nicht genau, Diana, glaube ich, heisst sie. Ich bin mir aber nicht sicher. Eine aus Basel, eine Bewegungstherapeutin, die so Basel. Gruppentherapie macht. Bei der bin ich auch noch nie behandelt, die habe ich auch bisher nur einmal gesehen. Das ist das ganze Team und ein chilliger wie der andere. Ja, hat jetzt niemand gejuckt, aber ich habe es trotzdem gesagt. Ja, I mean, nächste Woche wird im Fall ja es wird interessant. So, nein, es wird so lustig, Bro, ich kann es dir so sagen. Und Leute, ich bin übrigens dem Raoul zugeteilt worden, also mir ist aufgetragen worden vom Henrik. Er hat gesagt, ja, kannst du ihm dann bitte die ganze Scheiße hier zeigen, dann muss ich das nicht machen. Dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ich mach's. Maschine. Nein, der ist wirklich geil. Und Amix wechselt er auf den nordischen Dialekt, weißt du, so, wie heißt der Comic? Ich weiß, aber so der typische Seemannssprache, weißt du, so, ja, alles was aus Hamburg kommt, ist fein, ne? So, Der Fall. das ist dann so geil, Alter. Also, Amix redet er auch mit der Frau eben im Rollstuhl so und so. Nein, das ist wirklich cool geil. Ja, das wird sehr, sehr lustig. Also vor allem, das Verhältnis ist extremst familiär. Also das kann ich dir wirklich sagen. Geil. Also wo der Rafał das war der erste Physiotherapeut gewesen, und der einzige, der tätig war, wo ich am ersten Tag am Montag auch noch gekommen bin, wo er mich umgeführt hat und so hat er gesagt, hat 1000-mal gesagt, ja, fühl dich wie zu Hause, kannst das nehmen, kannst das brauchen, kannst alles brauchen, was du willst, ganz egal und so. Ja, Geil. ja, Mann. Ich habe den ersten Tag Physio bin ich schnuppern am Dienstag. Wir haben ja Freitag gehabt, am Montag, irgendwie, in Viertag. Das Ding ist, Ja. Religion bin ich gegangen, ich habe Gebet gelernt, was ich durch den ich weiß nicht mehr davon. Ich kann dir nicht sagen, wenn Ostern ist. Ich weiß nicht, wenn Karfreitag ist. Was passiert an Karfreitag? Ich weiß es nicht. Ich habe das nie gelernt. So, keine Ahnung. Ja. Und dort hat es einen Griech gehabt. Ein Grieche. Mhm. Und das ist mega lustig. Er kann Deutsch, aber sehr stockend. Und dann hat er mir immer Sachen probiert zu erklären. Und das war mega lustig, weil du bist nur so halb draus und einfach die ganze Zeit. Und dann hat es auch 2 Patienten gehabt, die haben neurologische Störungen gehabt. Oder besser Ja, gesagt das hast du 3, oft. aber Das hast du oft, ja. so richtig im Rollstuhl im Sinne von gröber behindert. Wahrscheinlich Multiple Sklerose und so Zeug, oder? Keine Ahnung, also der eine hat mehr oder weniger können verbal sich noch mitteilen, sein Bruder aber gar nicht mehr. Okay. Also der war dann wirklich im Gestellte angemacht gewesen. Ah, sogar so Im krass, okay. einen, haben sie auch noch das Aufstehen geübt und so. Mit dem anderen ist das gar nicht möglich gewesen. Okay. Also dem haben sie wirklich nur den Ball eigentlich da jetzt packen und die Arme ein bisschen trainiert mit dieser Kurbelteil. Ja. Das ist jetzt nicht so gescheit mit dem Mikrofon. Ja. Ja, basically das Handvelo für die, die es nicht verstehen. Ja, was genau. man meint, Da habe ich gedacht, hä? Okay. Ja. Mhm. Und der Griech es ist einfach so lustig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Griechen sind irgendwie so ein bisschen bekannt für immer Opa zu sagen. Der hat die ganze Zeit, weißt du, er hat eben im Brüder, die sich ein bisschen verbal mitteilen, hat den Ball zugeworfen. Mhm. Und jetzt sind irgendwie immer so. Gut, Ja. dir kann ich es jetzt zeigen. Ja, Du, der was andere ich- nicht. Also einfach ich so, hätte die Hände halt so verkrampft, ja. umknickt, halt so typisch. In dem Fall hat er spastische Lähmung gehabt, oder? Es ist nicht. Ich weiß nicht, ob man es als Lähmung kann bezeichnen, aber er hat einfach hure langsam jede Bewegung müssen machen. Mhm, okay. Und er hat halt einfach. Aber Mühe also gehabt sind damit. die Hände so versteift, sind sie die ganze Zeit so gewesen, oder nicht? Ja, also er hat so, bis er halt gegriffen hat. Dann sind sie wieder anders gewesen. Also, Okay, ja, ich weiß doch auch nicht. ja, wahrscheinlich schon. Ja, ist ja gleich. Dann hat er halt den Ball immer müssen weit zurückwerfen. Ist halt nicht weit gekommen, aber ist immer Mhm. irgendwie schräg. Und dann hat er einfach immer gegriffen, Hoppa! Mhm. Wenn die, während der Stunde, ich meine, der andere redet nicht viel, Mhm. dann kann vielleicht sagen, es geht mir gut. Mhm. Und dann gesagt einfach gut. Mhm. Und dann hörst du ihn einfach die ganze Zeit eine Stunde lang Hoppa! 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 Oh je. Hoppa! Und dann sitzt du da so, mein Gott, Junge, mit dem Notizbuch, ich meine, du selber kannst ja nichts machen. Ja, ja. Sitzt einfach da, was willst du aufschreiben? Hoppa! Der Rafał, der Pole, der ist auch geil. Ich weiß nicht, ich glaube, so die ersten paar Wörter, die er auf Deutsch gelernt hat, ist Mamma Mia, wobei das auch nicht Deutsch ist. Mega geil und super, super, super. Weil es ist die ganze Zeit Amix.
tut er einfach so random, eigentlich wie das Whopper, tut er random einfach läuft einfach so um und sagt, mega geil. Und vor allem er betont es so, mega geil. So einfach so random beim Rumlaufen. Oder einfach so, Mamma mia, mega geil. Also so bei den Patienten sind dann nämlich so hure perplex, so, was? So, wenn irgendwie so ein Multiple Sklerose-Patient hat so Aufstock geübt an der Sprosswand und so, wo er eine Pause gemacht hat, hat Raphael so umgeschaut, Raphael so umgeschaut und dann so, mega geil. Und der Patient so, Das ist wirklich hure lustig. Ja. Nein, it's gonna be great. Aber Alter, ich habe so viel gelernt wie noch nie zuvor. Also like im Biologie-Praktikum und Bewegungsapparat. Dort ist etwa in der Zeit, wo wir das alles gelernt haben, habe ich jetzt in einer Woche gelernt. Was wir dort... Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das wäre auch dort möglich gewesen. Wenn es weitergegangen wäre, ja. Ja, also wäre Corona gewesen, hätten wir fix auch mehr seziert. Ja, wahrscheinlich schon. Und das hätte ich auch gerne gemacht. Ich hätte so gerne mal so einen Lungen aufgefallen. Ich wollte sehen, wie die Ich glaube, das kommt noch. Also eine Kollegin von mir, die ist jetzt... Wobei, die ist in der Kante, glaube ich. Bei der Kante sezieren jetzt nicht, das ist das Freifach, das du dort wählen musst, glaube ich. Das kann sein. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mal einen Snap gesehen, wie sie die Lungen seziert haben. Ja. Wir haben schon mal eine Lunge anlängen und aufblasen. Also, wir haben sie nicht selber aufgeblasen, einfach zum Sagen. Sondern es wäre ein bisschen grusig gewesen. Es waren Frauen gewesen. Und excuse me! Ich gut, mach mit. Es klingt so komisch, aber es war das geilste Gefühl gewesen. Die Lunge hat so eine geile Konsistenz gehabt. Aber die Speiseröhre war schon grusig gewesen. Ja, die hat einfach so in der Mitte ist sie so wie... Also nein, der Kehlkopf... Knorpel und dann ist einfach nichts gewesen, so die ganze Röhre. Der Kehlkopf, der hat ausgesehen wie ein Vulva, das hat mich hure irritiert. Brudi! Nein, Spaß. Nein, aber der Kehlkopf, der war eigentlich chillig zum Anlängen. Aber die Speiseröhre hat sich so hure schlimmig, schlangenmäßig... Du musst dir einen Staubsauger vorstellen, so... Die Röhre voll eigentlich von der... schleimig und mit Haut überzogen. Ja, wirklich. Und es hat so eine Rille, die fehlt. So in der Mitte durch hättest du einfach reindrücken können, dort wäre nur so Haut, die reingeht. Dann. Ja, es war hure weird gewesen. Aber ich weiss so genau, ich weiss nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr so irgendwie so ein fettes Insekt in den Zimmer habt, oder so viele Mädchen, wie macht, gehst du so an und machst so, und dann berührst du und ziehst die Hand so wieder so. Und genau so habe ich die Lunge so angefangen zu berühren, so als wäre irgendwie etwas heiß. Wenn wir mal ausprobieren, ob es heiß ist, so. Du hättest Isan mich gesehen, wir haben das voll betoucht, das Teil. Wir sind hergekommen, er darf jetzt dann anlängen. So, ohne Händchen, ja sicher. Einfach Patsch. Jetzt einfach alles aufgelöpft. Oh, mega cool. Einfach drauf. Es ist verdammt geil, das Teil. Alter. Und wir haben einfach keine Fragen gestellt irgendwie. Wir sind so da geguckt, er hat erklärt. Die Lunge massieren. So. Wir haben nichts geredet, wir haben einfach so angeschaut, so, sollen wir ihnen etwas sagen, oder ist gut? Nein, wir haben hure viele Fragen gestellt. Aber der Raffi, der musste aufblasen. Und er hat hure Angst gehabt, dass die Lunge platzt. Du siehst auf dem Video, wie so und nachher der Benno so, sie haben wirklich Angst. Und so, ja! Und nachher die Lea so, ja Raffi, sonst kannst du zusammenputzen. So, aber das wäre... Geht das? Die Lunge platzen? Nein. Ich will es ausprobieren. Das geht nicht, nein. Wir tun so zukleben, dass sie platzt. Das wäre aber noch interessant, wie viel Druck hebt eine Lunge aus, bevor sie platzt? Gerade testen. Also, wenn ihr wir haben ein neues Projekt. Also, Leute, wenn ihr irgendeinen Raucher kennt. Das ist ja so schön verzehrt, oder? Musst du nicht mehr kleben. Das hast alles schon zugeklebt, da kommt oben eh keine Luft mehr raus. Oh Junge, was ist das für ein Folge? Wir sind so ein bisschen überall heute. Ja, aber es ist wirklich geil. Oh Gott, Mann. Was sind das für rote Punkte unten, Alter? Voilà, voilà, naja. je suis. Oh, Voilà, même monsieur. oh, ist das Eurovision? Ja, das läuft mir so nachher fast den ganzen Aber das ist typisch französisch gewesen, das, was ich gemacht habe. So richtig theatralisch. Ein richtig brutaler Fall. Ich bin, bevor wir schnell zum Eurovision Song Contest kommen, wir sind das vorletzte Mal, als wir in Frankreich sind wir in... Wo sind wir gewesen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Südfrankreich, Nordfrankreich. La Provence. Ja, Südfrankreich sicher, aber ich kann jetzt gerade ein Örtchen sagen. Das ist irgendetwas mit M. Auf jeden Fall ist das mega ein herziges Bergdörfli in Frankreich. Also so ganz, ganz klein wirklich.
Aber dort hat es jeden Abend Konzert gegeben dort oben. Also wirklich die geilsten, so richtig geile Rockbands. Und dann sind alle Leute von der Umgebung, von allen Campingplätzen dort aufgestürmt und haben die Party gemacht. Das war so geil gewesen. Und kennst du das so an diesen geilen Partys, wenn sich so Kreis bilden und Breakdancer in der Mitte am Tanz? Genau das ist passiert. Also es war wirklich hure geil gewesen. Und dann jetzt eben so, es mich sogar 2 Bands gegeben und in einem Restaurant war dann so eine Band gewesen, die genau so kulturelles Zeug gemacht hat. Vor allem auch, die Franzosen stehen ja so voll auf so Künstlerisches und so. Haben sie zum Beispiel so ein Lied gemacht, wo sie quasi Musik gespielt haben, aber dann dazu geredet hast, also so Sprachgesang. So hure weird Zeug und dann sind es immer schneller geworden und immer so, ich habe das gefilmt, ich habe es leider nicht mehr auf mein Handy gelöscht, aber ich habe das gefilmt. Und dann hat er auch so Rap-Zeug gemacht und alles wirklich genau wie so richtig erzählend und theatralisch und wie so ein Musical quasi. Das hat mich voll daran erinnert, die Frau. Wirklich, sie war voll in ihrem Element gewesen. Also, ohne die Moderatoren und so hätte ich keine Ahnung, um was es überhaupt geht bei Teilslieder. Ich weiss jetzt einfach, dort ist es darum gegangen, weil sie ist ja irgendwie häusliche Gewalt und so, oder sie ist von ihrem Ex-Freund irgendwie geschlagen worden und so. Irgendwie um das ist es gegangen, ich weiss doch auch nicht. Aber was ich richtig hergefunden habe, 4 Länder haben ja 0 Punkte bekommen. Zum allerersten Mal in der Geschichte ist das mehr als 1 Land, wo das passiert ist. Spanien. Er hat gesungen über seine Großmutter, die an Corona gestorben ist. Vor kurzem. Und er bekommt einfach 0 Punkte. Das hat so weh gemacht. So weh. Ich habe gedacht, mein Beileid. Autsch. Ja, aber weißt du, grundsätzlich der Deutsche, dem seine Aussage vom Lied ist ja eigentlich, ich habe dem seinen TikTok-Account im Fall gefunden, wo er vor Eurovision Song Contest Sachen gepostet hat und dann gesagt hat, ey, oh mein Gott, ich bin dabei. Und dort hat er halt so ein Making-ofs-Video von seinem Musikvideo gemacht. Er hat alles wirklich in der Alleinhand gedreht. Also Props an ihn, also dass man wirklich sagen, er hat kein Geld gehabt, er hat versucht, so eine Budgetproduktion für sein Musikvideo zu machen. Aber dort hat er eben erzählt, dass es eigentlich in dem Lied darum geht, dass man kein Hate fühlen soll und so, sondern dass man nur mal irgendwie so ein bisschen mehr appreciaten soll und so. Und somit ist eigentlich die Grundaussage von dem Lied eigentlich easy gut. Aber das Lied an sich, I just feel sorry, I don't feel hate. Und vor allem, Touch me down. Sorry, du kannst noch so gut Englisch können reden, du verstehst nicht, was er sagt. Ja, und dann noch mit diesen Kostümen, die Der haben. Mittelfinger, ich bin nicht drauf gekommen. Und jetzt Das Peace-Zeichen. Peace-Zeichen, wenn sie die Hand aufstreckt, wenn sie es abnimmt, ich zeige dir den Mittelfinger. Ich weiss nicht, aber als Tänzerin in so einem Kostüm, da hätte ich gedacht, ey Junge. Also weißt du, allein von dem Kostüm her wäre es schon eine Kinderparty gewesen, gell? Aber dann noch mit dem Lied und Ukulele und Das war einfach zu viel gewesen. ich verstehe nicht, es gibt so viele gute deutsche Künstler. Und ich meine, es gibt genug Künstler jetzt von den anderen Ländern, die auf ihrer Heimatsprache gelernt haben. Dann bring doch irgendwie einen deutschen Künstler. Die waren gerade alle die bei The Voice in der Jury singen, alle wären besser gewesen, Mann. Aber nein. Aber nein. Das ist kein TikToker. Fuck yeah. Ja, ich schwöre, ist wirklich so. Nein, ich weiß nicht, ob du Griechenland das Last Dance. Da weiss ich noch. Das haben sie ja Frau. Greenscreen gebraucht. Ja. Ich meine, es ist schon klar gewesen, dass es dumm ausgesehen, wenn du dort dabei gewesen bist. Ja. Dann habe ich endlich ein Video gefunden von Zuschauern. Ich auch. Ich habe es dachte, auf TikTok Junge, gesehen. Ja, ich habe. Es war einfach so eine traurige Wand gewesen und so noch Menschen in grünen Anzügen, die so das ist rumgelaufen so, sind. also, das kann wirklich auf Fernsehen Es ausgerechnet. ist auf- Ich verstehe es auch für Corona, aber sonst, das kannst du ja nicht bringen. am Ey, die haben die Konzert. ganze Halle gefüllt, es war Amsterdam gewesen. Ja, ich meine, sie sind alle durchgetestet, sind danach auch nochmal müssen testen und so. Ja, aber in Amsterdam machen jetzt auch die Pilotprojekte, deswegen dürfen sie jetzt wieder mit den Leuten machen. Darum. Ich habe gedacht, Junge, das sieht so bekloppt aus. Und die Frau hat nicht blinzelt. Während der ganzen Show, wenn die Kamera auf sie ist, Augenbrauen und so, nichts bewegt, einfach Ja, Last also wenn du die Dance. Augenbrauen angeschaut hast, dann hast du gewusst, die sind wahrscheinlich so schwer, dass sie wahrscheinlich von alleine zugekehrt sind. Deswegen haben sie sie wahrscheinlich angeklebt, dementsprechend haben sie wahrscheinlich nicht blinzeln. Wahrscheinlich haben sie sich vorher so Augentropfen rein da, dass sie, wenn sie nicht blinzeln, die Augen nicht ausdrücken. Kommt sie so nach dem Konzert so, Aber so die fliegenden Hoodies und Hosen und so, das war mir irgendwann eins zu viel gewesen. bei Griechenland. Also ich meine, das Lied selber habe ich ganz okay gefunden. Es ist nicht so speziell gewesen, aber so Ja. für irgendwie eine Party oder so voll easy. Ja. Aber ja, dann habe ich gedacht, okay. Was so lustig war, war wie die Ukraine. Das Lied, das du hast. Weil sie haben ja nicht das normale Singen gebraucht, sondern das traditionelle Singvariante. Und es ist auch eigentlich ein traditionelles Lied, aber sie haben es einfach mit Techno und weiß ich nicht was alles angereichert oder Ja. verändert, was auch immer. Das Publikum ist so abgegangen. Und lustigerweise sind eben die anderen Länder, da habe ich auch Videos gesehen oder gefunden, besser gesagt auf TikTok,
auch brutal abgegangen. Also der Tix, der von Norwegen, weißt, mit dem fetten weißen Mantel und den Engelsflügel und so. Und Italien vor allem, die sind so aufgestanden am Rumgumpen, was ich doch nicht was alles. alles. Bei allen Songs, man hast Finnland auch geschaut, weil die Finnen, Aber Finnland ist geil gewesen. Finnland ist so geil. Ich Die weiß sind nicht, so geil. die hätte müssen gewinnen. Alter, ich weiß nicht, ich lasse die im Fall jetzt so nonstop auf Spotify. Das Lied von denen Dark Side ist so geil und auch die anderen. Also bei den anderen geht es noch richtig in Heavy Metal zum Teil, aber so geil. Und in dem Fall dort sind die Länder auch so abgegangen. Also du siehst bei der Live-Show, siehst du, wie sie auch alle voll am Abgang. Aber das Publikum ist generell einfach die geilste Support dort. Ich schwöre. Also sie sind richtig geil. Es wäre verdammt besser gewesen, wenn sie nur für Holland irgendwie gejubelt hätten. Wenn sonst niemand aus dem Ich glaube, Ausland Holland dabei hat doch wäre. noch richtig schlecht abgeschnitten, gell? Holland hat 0 Punkte vom Publikum ab. Sie sind zu den letzten 4 gehört. Ja. Also es hat weh Ja, gemacht. ich habe sie aber gar nicht so scheiße gefunden. eigentlich. Ich auch nicht, aber ich verstehe es, weil Eurovision sind ja meistens entweder die komischen oder wirklich so emotionalen Lieder oder Rocklieder kommen an die Spitze. Ja, also halt einfach herausragende Lieder, ja. Und das Lied ist so ein bisschen, bös gesagt, durchschnittlich popmäßig gewesen. Das stimmt. Und das You know more my broccoli. Ich weiss, es ist nicht You are my broccoli, aber es hat genau so tönt. Ja, also ich weiß auch nicht. Es war okay gewesen. Ich glaube Italien, also ich kann mit der Italienerin geschrieben, grüß gehen an die Schule, ja. Die hat natürlich die Italiener voll supported und ich habe gesagt, ja nein, eigentlich bin ich für Finnland. Nachher hat sie so gesagt, dass die Italiener sie wohl, dass Giulia wohl die italienische Band, wie heißt es, Mennes oder Manskin. Manskin, dass sie die auf wohl in der Straße, wenn man gesehen hat, wenn sie am Straße Musik machen sind. Und ich meine, dann ist natürlich schon, also ich weiß nicht, wenn das war, aber so alt kann es nicht her sein. Und ich meine, wenn du innerhalb von 2-3 Jahren so aufgeschrieben bist, dass du den Eurovision Song Contest gewünscht. Ich meine, ich habe es einfach nicht geil gefunden, weil sie so matschige Tour auf der Bühne sind, aber das ist halt Show. Ja gut, es ist ja nicht, schlussendlich sind sie ja nicht mehr die grössten Machos gewesen. Also die sind eigentlich mehr ausgerichtet gewesen auf liberale Richtung, wenn das Sinn ergibt. Also am Ende haben dann auch die Männer rumgeknutscht, miteinander. Aha, ja. Also ich meine, ich weiss, was du meinst mit dem Macho tun, aber das Ende jetzt dann wieder... Nein, ich meine, Aufs vom Knall. Verlauf der Kostüme her und so, die habe ich auch hässlich gefunden. Aber Die sind recht speziell grundsätzlich, gewesen. das Lied ist eigentlich gut gewesen, aber ich kann es einfach nicht gerne, dass es italienische Musik ist. Ich wollte einfach englische Musik. Gut, die haben englische Lieder und zum Teil sind die richtig gut am Fall. Ja. Also das ist, ich bin überrascht gewesen, ich habe die dann auch gegoogelt und Videos gesehen dazu und ich habe auch die, wo sie noch auf der Straße gesungen haben, gesehen. Das ist halt schon... Du bist, die habe ich auf der Straße gesehen, gratis. Das ist schon noch geil. Ich meine, jetzt die sind Millionäre. Ja, Über Nacht quasi geworden. vermutlich schon. Also sie sind Strassensänger, das sind irgendwie, glaube ich, The Voice oder nein, X-Factor sind es gewesen. X-Factor. Und ich meine, der Leadsänger hat schon eine coole Stimme, finde ich. Also die ist recht speziell. Und dann, ja, also für diesen Weg sind sie halt immer weitergekommen. Das ist nie schlecht gewesen. Aber Italienisch verstehe ich halt einfach gar nicht. Das ist so, ich habe keine Ahnung, was sie singen, aber es klingt cool. So wie mit der Ukraine und so. Ich bin gerade am googlen, wie viel man bekommt, wenn man den Eurovision Song Contest gewinnt. Ah nein, die haben jetzt vor allem, weil das Lied so viral gegangen ist, auch noch. Ja, wegen dem Also- definitiv, aber ich meine, das muss doch auch irgendwie beim ESC ein bisschen mehr darum gehen als nur Ruhm und Ehren, oder nicht? Ja doch. Also ich meine, es ist schon ein riesiges Sprungbrett. Ich meine, Céline Dion ist mit dem berühmt worden. Die ist ja für Deutschland In angetreten. der Schweiz. Ah, für die Schweiz, Und ja. sie hat gewonnen. Ja. Fuck yeah. Und ABBA ist auch mit dem berühmt worden. Für welches Land sind die? Sind die Schweden, glaube ich. Schweden. Ja. Habe ich im Kopf. Wenn das nicht stimmt, dann werden mich Leute umbringen. Nein, ich komme glaube hey. Weil ABBA ist für alle so heilig. Und ich verstehe es voll. Dann wäre jetzt noch alles gegeben. Und ich meine halt einfach, ab 2018 ist es voll abgegangen, die Lieder. Also ich meine, das ist jetzt noch nicht so weit, aber die hat mir einfach auch schon viel gehört. Auch Amerikaner haben es mehr mitbekommen. Ich habe mit dem huren Hühnerlied da von der Netta, wo ich sage, bag, bag, bag. Kennst du das nicht? Nein! Oh, du musst das unbedingt hören. Es heisst Toy von Netta. Und es ist so lustig, weil sie macht einfach Hühnergeräusche rein. Also weißt du, sie hat eben so ein Mischpult und tut dann immer das Lied gerade neu mischen, weiß ich doch nicht was alles. Ja. Gerade vor Ort irgendwie. Das war geil gewesen. Dann sind sie eben auf Israel und dann ist der Duncan Lawrence gekommen. Mhm. Und eben, das ist das komisches Lied von 2018, emotionales Lied 2019. Ja. Rocklied 2021. 2020 ist halt ausgefallen. Das heisst, nächstes Jahr sage ich entweder ein komisches Lied oder ein Poplied oder so gewinnt wieder. Ich wette komisch. Ich finde komisch ist immer toll. Aber den Punkt habe ich noch angeschaut von 2017. Das war so ein ganz feines portugiesisches Lied gewesen.
der hat mit 750 Punkten oder so gewonnen. In der Regel gewinnen sie, wenn es hochkommt, mit 500. So, what the fuck? Lol. Maschine. Dass alle unter einfach so 0 Punkte. Wer hat eigentlich in der Staffel vom Luca Hennig gewonnen? Also in der 2019 gewonnen? Das war der Duncan Lawrence mit dem Arcade-Lied. Ah, stimmt. Ja, logisch, deswegen ist das so durch TikTok durch. Ja, das Alter, was der mit dem scheiß Lied verdient haben muss. das ey. ist brutal. Alter Schwede, Mann. Ohne Scheiß, Mann. Hast du gesehen, die Amerikaner machen jetzt bald wahrscheinlich eine eigene Version vom Eurovision Song Contest. Nein. Und es ist wie Amerikas, weiß ich doch nicht was. Aber das Ding ist, es ist nicht Amerika. Würde sie Amerika nehmen und irgendwie noch so Kolumbien, Brasilien und so dazu nehmen, easy, das würde ich unterstützen. Aber sie wollen es nur in den Staaten machen. Also jeder Staat schickt eine Person, aber das Ding ist, die haben dort nicht verschiedene Kulturen oder so. Man speziell Eurovision ist ja, dass du verschiedene Kulturen hast, Ja, verschiedene genau. Sprachen und so. Und dann kommen da alle auf Englisch, alles Pop, alles normal, also einfach gleich. So, what the fuck? Ja, aber weißt du, wenn du jetzt so Südamerika und Nordamerika willst machen, dann hättest du wenigstens unten Ja, so der ich fand das Latina hure und geil. oben dann halt wenigstens so Pop, das wäre dann so ein bisschen, aber Einfach Stadt, das ist einfach langweilig. weißt du einfach wieder, dass die Amerikaner wieder irgendeinen Showman klauen und so tun, als wären sie ihre eigene, Mann, ohne Scheiß. Und Europäer, ich habe jetzt auf TikTok so viele Videos gesehen von Leuten von wegen, einfach, dass Amerikaner das wissen, das ist nur ein Experiment. Ihr müsst das einfach ignorieren, machen nicht mit. Einfach weil sie nicht wollen, dass die USA beitritt. Weil von dem European Broadcasting Union Zeugs da gehört eben die USA auch dazu. Und sie wollen nicht, dass die USA mitmacht beim Eurovision Song Contest, weil sie Angst haben, dass es alles kaputt machen wird. Ja, ich weiß nicht, ob es kaputt machen würde, aber die würden wahrscheinlich alle ja auseinandernehmen. Das Ding ist, ich glaube, die Europäer würden nicht. Entweder sie nehmen alle auseinander, weil sie jemanden extrem berühmt losschicken, Ja. oder Europäer würden extra nicht für sie abstimmen und sie würden noch nie mehr mitmachen. So, ja. So ein Easy. Fight zwischen, also wenn dann noch der Donald Trump dort wäre, würde dann irgendwie Bomben durchmachen, wenn Amerika nicht der Erste ist. Kennst du? Caitlyn Jenner ist dir doch fix ein Begriff. Hä? Caitlyn Jenner. Ja. Früher bekannt als Bruce Jenner da. Ich weiß nicht, der Mask Singer, ja. Singer. Ist dir ja fix ein Begriff. Mhm. Sie hat dort mitgemacht. gehabt. Und ich weiss nicht, du kannst das sicher einschätzen, ob du vielleicht hast du sogar gesehen. Es hat nicht gut getönt. Das muss ich dir nachher zeigen. Im Fall. Du kannst das nicht hören, weil TikTok von Kesha hat sie gesungen. Entschuldigung. TikTok on the clock. Und es ist nicht im Rhythmus nicht schön aneinander gewesen, hure abgehackt irgendwie, aber alle sind sie am Abhypen gewesen. Ich dachte, was ist los Gott. mit euch? Stell dir vor, so jemand würde mitmachen. Ey, stell dir Ouch. vor, so einen Scheiß gewöhnt noch, Mann. Genau wie Ukrainer, Alter, so ein hoher Dreck. Pardon, Ukraine, keine Ahnung, wann das war, welches Jahr, ich habe keinen Überblick. Dancing Lasha Tumbai. So ein komischer Typ, silber angelegt mit so einem Stern auf dem Kopf, sieht aus wie ein silbriger Teletubby. 77 Alulu, 7712. Bitte sag mir, du kennst das Lied. Nein! Ich bin so abgegangen zu dem Lied. Ey, Oh, Bro. das ist genau das Maß an komisch, das ich gerne los. Du bist genau so ein Missgeburt für die Ukraine, die abgestimmt einfach nur, weil sie Hey, komisch sind. Ukraine ist das Jahr zweit geworden. Also in Popular Ja, Vote weil und genau Zeugs da. solche Möcks wie du. Ja, mit 260 Stimmen oder so. Und Italien hat Italien hat auch nur wegen dem gewonnen. Aber die sind noch nicht mal komisch gewesen, Italiener. Nein, also gut, sie sind nicht wegen komisch gewonnen, aber wegen dem Televoting haben sie dann 300 irgendwie viele Punkte auf einmal bekommen. Einfach die Maschine. Ich finde es einfach lustig. Ich glaube, die Lena Meyer-Landrut war auch mal für Deutschland gewesen, gell? Und die hat dann gewonnen. Die Love, our Love. Ja, genau. Nee. Und nachher ist sie doch noch einmal gegangen und hat Huren verschissen, oder nicht? Ist sie noch nicht gegangen? Das weiss ich gar nicht. Ich weiß nicht, ich kann im Kopf, dass irgendwann mal noch 10. geworden ist und dann Huren stinksauer heimkommen. Vielleicht ist sie davor schon mal gegangen. Ich weiss nicht, ob du, wenn du Kann gewonnen auch hast, schon mal, also dann nochmal kannst gehen. Aber auf jeden Fall einmal hat sie ja gewonnen. nicht. Aber ich meine, I don't know. Auf jeden Fall habe ich weiss, sagt dir Jamie Lee noch etwas? Jamie Lino. Vielleicht, wenn ich ein Lied hören würde. Die hat eine Staffel von The Voice of Germany gewonnen. Das ist so die so ein bisschen Manga angelegt ist, mega crazy und so. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall, die ist dann nach ihrem Gewinn von der Voice of Germany ist sie zum Eurovision Song Contest gesägt worden. Und sie ist letzte geworden. Autsch. Es haben alle, die hat so einen riesen Aufmarsch gemacht nach der Voice of Germany. Also sie ist auch innerhalb von der Voice of Germany immer so das Ding gewesen. Auch wie sie aufgefallen ist von ihrer Kleidung her und so. Ist ganz, ganz, ganz ein Junge gewesen. Und ich glaube irgendwie dann Eurovision Song Contest und so. Und nachdem sie den verloren hat, Gerade aber. nichts mehr gewesen. Autsch. Ja, ich weiss einfach, der Unterschied von jemandem, der beim Eurovision Song Contest mitmacht, so The Voice, ist brutal. Also erst gerade das letzte Mal, wo es Finale geht, oder das vorletzte Mal oder so, dort ist der Duncan Lawrence auch auftreten, nicht Arcade zusammengesungen mit dem einen Finalist oder irgendwie Halbfinale oder so. Und der Unterschied, wie gut sie gesungen haben, ist brutal gewesen. Positiv oder negativ? Negativ. Also der Duncan Lawrence hat so viel besser gesungen, es war brutal gewesen. Ich meine, ja gut, es war zwar sein eigenes Lied gewesen, aber du hast zuerst den Deutschen halt gehört, oder einfach gerade den Contestant. Ja. Dann hast du gedacht, okay, der packt, das ist easy. Dann hat der Duncan angefangen zu singen und du bist gewesen, oh. Ja, jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ich bin die ganze Zeit beim Eurovision Song Contest, vor allem bei den Bands, habe ich die ganze Zeit geschaut, ey fuck, kann das sein, dass die wirklich live spielen? Kann das wirklich sein? Vor allem auch bei Finnland zum Teil habe ich dann auf das Schlagzeug geschaut und dann habe ich gedacht, hey, die schlagen jetzt gerade auf Pauken, aber man hört gar keine Pauken. Und dann habe ich mir gedacht, haben die einfach durch so viel Effekt durchgejagt, dass es jetzt dementsprechend die Effekt gibt? Oder haben sie das Effekt-Drum-Head drauf, weißt du, dass halt etwas anderes tönt? Oder zum Teil dann, wenn er aufs Hi-Hat drauf da hat und es hat es irgendwie nicht zugemacht und so. Und dann, ich bin mir so nicht sicher, ob die live spielen oder so. Und auch bei den E-Gitarristen, ja, ich meine, die haben eine Akrobatik dort auf dieser Bühne gemacht, Mann. Und dann habe ich mir gedacht, Junge, wenn die wirklich so gut spielen, während die den Scheiß machen. Also, ich meine, weißt du, ich würde es ihnen ja zutrauen. Ich meine, viele Heavy-Metal-Bands machen das, aber es hat einfach so zu clean tönt, so, zum Teil. Bei der Stimme hast du schon gehört, dass die Intonation nicht ganz gestimmt ist. Also bei allen wirklich. Aber auch bei Finnland. Aber bei diesen Bands zum Teil bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das live eingespielt worden ist. Also, ich kann dir mal das Video zeigen. Das hast du vielleicht auch schon gesehen auf TikTok, wo so behind the scenes ist, wie es hinter dem Eurovision Song Contest aussieht. Da sieht man so hunderte Monitore und Personen und Licht und Ton und alles mögliche drum und dran. Ich meine, wenn man das alles anschaut, dann denkt man schon, dass jetzt das Processing von der Musik so gut ist, dass es tönt, als wäre es aus dem Studio. Aber das kann kein Fehler behaupten. Und wenn der Typ mit der E-Gitarre auf dem Rücken spielt, Bro, dann kannst du nicht so clean spielen, als wenn du es vor dem Rücken hast. Gut, da kann ich halt null mitreden. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Nein, ja, aber doch inner. Ich meine, du siehst, der spielt das und das. Und ja, das schon, halt aber das Ding ist halt, das kann auch... Ich kann beim... Alter, beim Mark Forster Konzert, wo ich war, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ey, das ist Playback. Und ich so, ja, fick, weißt du, Bro, what the fuck. Und bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, dass einfach die Latency, also die Latenz von dem Schlag auf den Schlagzeug, bis es dann bei diesen riesen Boxen durchgejagt worden ist bei uns, dass das halt einfach so eine Sekunde, nein, nicht ganz so viel, eine halbe Sekunde Latenzzeit ist, dass es deswegen so aussieht, als wäre, aber nein, ich weiß wirklich nicht, man, ich habe echt keine Ahnung, ich bin mir bis heute nicht sicher. Also eigentlich müssen sie ja live spielen, ich meine, das wäre ja durch, wenn Bands einfach so mit Playback würden machen. Es geht um die Qualität von innen, aber keine Ahnung. Ich würde mit dem Stress nicht klarkommen, dort mitzumachen. Ich meine, es sind ja in der Regel so ca. 180 Millionen Menschen, die zuschauen. Ja. Das ist nicht so wie irgendwie The Voice, das Finale oder so. Dort schauen nicht Millionen von Menschen zu. Ja, doch. Selten. Doch schon. Also kommt drauf an, welches Land. Ich meine, in der Schweiz nicht. Nee, in der Schweiz definitiv nicht, Nein. aber in Deutschland Dort Voice sind easy, es die haben definitiv das Millionen. 10-fache an Einwohner. Ja, true, ja. Aber ich meine, 180 Minuten, das ist brutal. Ja. Und meine Nerven, ich könnte nicht, ich würde kotzen. Ich weiß nicht, hast du Pitch Perfect geschaut? Ich habe, glaube ich, mal reingeschaut, ja. Im ersten Film ziemlich am Anfang, da siehst du auch die eine, wie sie singt, so ganz am anderen aus dem Nichts einfach ins Publikum kotzt. Das war 1:1 ich, also bläh. Ja, nein, das wärst nicht 1:1 du, weil du singst so scheiße, du bist immer auf die Bühne. Oh ja, nicht. Es sei denn, ich mache so ein komisches Lied. Ja, genau, wenn du Ukraine-Lied machst, wo alle auf dem gleichen Ton singen und irgendwie einen fetten Bass im Hintergrund, dass man dich hört, ja, dann. Aber so kann ich weiss nicht, das ist so geil Das ist gewesen. so scheiße, Bro.
Nein, die komischen, die sind es einfach. Wegen dem schaue ich Eurovision. Aber die komischen für uns ungewöhnlich, ich muss es vielleicht so sagen. Ich meine, Dancing Lascia Tumbai, das ist auch von der Ukraine, das war nicht traditionell gewesen. Wenn du das siehst, du willst heulen, ich feier's. Aber dort, also jetzt vor dem Schummlied, dort habe ich Respekt davor, weil das ist einfach traditionelle Singmethode, die sie gebraucht haben. Ich meine, für uns klingt das schräg oder einfach komisch wie noch etwas. Aber für die ist das halt einfach Tradition. Ja. Also, Respekt, dass sie das so haben können verkaufen. Fickt euch mit eurem Sohn. Also. Nein, keine Ahnung, ich finde das Zeug echt nicht. Ich habe einfach gefunden, Finnland soll gewinnen. Ich finde es durch, dass ich als Schweizer gesagt habe, Finnland soll gewinnen und nachher wird die Schweiz einfach so dritter Platz. Aber Ja. ich habe es vor allem nicht verstanden, wie das möglich ist, dass der Typ, der John Tears, besser ist als der Luca Hänni. Weil ich meine, der Luca Hänni ist in der Schweiz eigentlich so der Künstler. Also neben Baschi und Blick und so ist ja der eigentlich schon riesengroß, international, ja wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, Luca Hänni hat den 4. Platz gemacht, der Typ habe ich noch nie in meinem Leben gehört, der wird doch nicht gut sein. Und dann hält er so den 3. Platz auf und er war ja verdammt lang nur auf dem 1. Platz gewesen. Also, darum keine Ahnung, also... Also, warte, ich muss das schnell nachschauen. ESC 2019. Der Luca ist doch schon 4. Platz, oder? Ja, er war 4. Platz, gewesen, aber jetzt sind wir unter, wie Punkte verteilt wurden, sind, wie viele Punkte er hatte. Aber vielleicht doch mehr Punkte gehabt, meinst du? Aber also, 4. Platz Luca Hänni hat vom Televoting 212 Punkte bekommen und 152 von der Jury. Er hat gesamthaft 364 gehabt. Und das hat für die Niederlande hat nicht mal 500 Punkte gehabt. 498. Also dieses Mal haben sie deutlich mehr Punkte gehabt. Habe ich das echt noch offen? Das wäre gerade noch praktisch. Nein, ich glaube es nicht. Es ist natürlich interessant, wie viel der John Tears. Televoting. Nein, nicht Television. No. Televoting. Der Amix kann Google einfach so fucking annoying sein mit ihren scheiß Auto. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Entschuldigung. Das iPhone. Nee. Ich bin am Umheulen. Jungs, ich habe heute im Raoul habe ich heute ein paar Koordinaten geschickt auf WhatsApp und habe gesagt, er soll das auf Google Maps. Auf Google Maps meine viele Backe. Und wenn man die Dings eingibt, die Koordinaten und dann auf Street View geht, dann stehen dort am Strassenrand 2 Jungs mit jeweils einem Blatt Papier und zusammen gibt es die Anekdote Apple Sucks. Das ist so geil. Das sind einfach so die Google-Ding. Ich habe so, die Typen sind so legal. Ah, ja, hast du ich habe es gefunden. Die Schweiz hat dieses Jahr 432 Punkte gehabt, aber weniger im Televoting, 165. Aber erst Platz im Jury-Voting da mit 267 Punkten. Also es war weniger beliebt gewesen bei den Leuten an für sich. Ja. Aber bei der Jury, die es bewerten musste, war er deutlich beliebter gewesen. Ja, weil wahrscheinlich gesanglich einfach eine höhere Leistung ist. Ich meine, Luca Hänni voll auf Show gelegt halt auch noch. Ja, aber hey, wie Luca Hänni die ganze Halle abgegangen ist. Also ich weiss noch genau, ich weiss nicht mehr, wer vor dem Luca Hänni auftreten ist. Aber ich weiss so genau, dass das so ein einfach normaler Popsong ist. Und es sind alle so dicht gesessen, ja, ein bisschen mitklatschen, dies, das und am Schluss Applaus, toll. Und wo der Luca Hänni gegangen ist, Alter, die haben nicht mehr aufgehört zu jubeln und haben eine Party gemacht. Also just like mit Finnland und so. Ey. Ich komme einfach mit der Aufteilung, wenn wer dran kommt, nicht raus. Dieses Jahr ist doch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, nach Finnland ist Deutschland gekommen oder so. Oder umgekehrt. Ich meine, das sind komplette Gegensatz. Ja, einfach andere Welten. Dann kommt zuerst irgendwie so Rock, was ich doch nicht war, und dann aus dem Lied I don't feel hate, I just feel sorry. Down me down. Hate. Ja. Dann ich so, what the fuck? Wie heisst das Lied, Bro? Ich glaube, es heißt einfach I don't feel hate. Schon? Ja, so. Warte, ich mach das jetzt da mit Sprachding. I don't feel hate. Ja, es ist sogar im Fall da. Ja, da. I don't feel hate. I just feel sorry. Es sagt doch auch noch irgendwie so You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. Where is it? You feel so sorry clever whenever you find me wear me down, wear me down, but I don't feel hate. Sugar von Moldawien. Give me some sugar.
Da gibt es so geile Memes dazu, weil eine steht sie einfach dort, hure breitbeinig, Arm auch irgendwie gespreizt, halt ausser ins Mikrofon, das hat sie halt müssen haben, obwohl sie es während der Performance hat lockieren lassen einmal. Und dann schreit sie einfach rein, für irgendwie eine ganze Minute oder so. Und das ist so ein geiler Meme geworden. Und es ist einfach alles so, wenn Alarmsirenen läuten, ich als Einjähriger, der probiert hat, irgendwie die Aufmerksamkeit von der Mutter zu bekommen oder so. Ja, es gibt schon komische Leute dort. Nur Oder komisch. ich verstehe eigentlich nicht den deutschen Junge, ohne Spaß. Wieso? Also ich verstehe nicht. Erstens, wer wählt eigentlich die Künstler aus, die dort kommen? Ist das der Eurovision selber, wo die Leute anfragt? Oder, also ich meine, grundsätzlich schickt ja jedes Land ihre Künstler selber. Entschuldigung, das ist jetzt Also, vielleicht am Mikrofon gewesen. Nein, das ist... Also es ist so, ich glaube, ich schaue nur das Finale in der Regel. Ich hätte jetzt einiges Halbfinale geschaut wegen der Schweiz, weil die gerade dort dabei waren. Ich wollte schauen, wie sie abschneiden. Habe ich gleich nicht geschaut, schlussendlich. Ich glaube, es gibt im Land selber zuerst noch Wettbewerb. Ey Jungs, er ist gerade am Cola einschenken. Hast du das gehört? ASMR. ASMR. Das ist jetzt ASMR gewesen. Also, ich glaube, es gibt zuerst jeweils im Land selber einen kleinen Wettbewerb, wo dann einfach halt normal eigentlich ausgeschrieben wird. Ich glaube, Okay. tun dann einfach auch Jurypublikum, was auch immer, du dann auswählen. Also das Ding ist halt, der Typ auf TikTok, also eben der Deutsche, hat gesagt, er ist von ihnen angeschrieben worden und hat es irgendwie ins Finale geschafft oder irgendwie so. Kann auch sein, ich habe keine Ahnung schlussendlich. Aber da würde mich noch interessieren. Aber ey, von der Zeit her sind wir jetzt bei, ich muss immer wieder nachschauen, 50 Minuten 20. Dementsprechend sind wir schon 10 Minuten über die Zeit vom Sinnfragen. Oh, Südal nach! Nein, also. Der Fragengenerator. Willst du anfangen? Okay. Rollgeräusch, hä? Ja. Oh. Oh. Ich wünschte, ich könnte das Edith Piaf R. Oh. Oh. Ich hab so keine Ahnung. Habt ihr aber das scheiß Mic an den Kehlkopf? Oh, okay. Also die erste Frage ist die Menschheit bedauerlich? Ja, trink noch die Cola in Ruhe, fertig, kein Ding. Genau, immer doch. Also ja. I mean, ja. Einfach wegen der Dummheit. Ganz ehrlich, ich meine, es gibt immer dumme Menschen. Und die dummen Menschen finden die anderen dummen. Nein. Und ja. Scheiße. Die dummen Menschen finden dann die anderen dumm. Genau, danke. Ja, bitte, immer gern. Also ich meine, das ist ja vor allem bedauerlich. Und dass wir es irgendwie nicht in den Griff bekommen. Einfach das Leben generell. Ey, ich meine, stell dir vor, all die Corona-Skeptiker und Corona, wie heisst es noch? Wo Verweigerer und also... Anti-Maskers und QAnon-Followers und so. Einfach, ja gut, ich habe jetzt irgendwie noch ein anderes Wort für Heuchler gesucht, also für... Ja, für mein Müsli. Nein, egal. Einfach Anti-Corona-Typ-Dudes. Ich meine, stell dir vor, wenn wir die einfach so wie der Thanos... Weltfrieden. Ey, die Welt wäre wieder in Ordnung, Kopfendami. Boah, hast du gesehen, was in den USA... Boah. Hast du gesehen, was sie in den USA gemacht haben? Nein. Fette Proteste hat es von diesen Anti-Masken-Menschen und so. Oh, ey. Sie haben damals, zur Zeit des Zweiten Weltkrieg, haben sie ja die Juden so den gelben Davidstern aufgezwungen, dass sie den müssen anmachen müssen. Sie haben jetzt selber den Davidstern eigentlich gemacht und haben draufgeschrieben, not vaccinated, also einfach nicht geimpft. Und haben es mit dem Holocaust verglichen. Bro. Ich denke, Bro, dir what ist the fuck? bewusst, bei den Juden geht es um eine Religion. Sie zwingen dich nicht, dass du impfen gehst. Es geht ihnen nur darum, dass du vor allem erstmal eine Maske hast, wenn du dich nicht impfen gehst. Junge, das sind einfach Leute, also, I mean, weisst Bro, what the fuck? Sie tun vor allem den Holocaust wie so abschrauben auf ein Niveau ab, von wegen, das ist nicht so schlimm gewesen, wir vergleichen das jetzt mit etwas, wo wir werden nicht bedroht, uns passiert eigentlich nichts.
ausser dass wir Abstand halten und Mit so. Masken anlegen und somit ist es das Gleiche, wie wenn wir verfolgt werden und 6 Millionen Juden vergaset werden. Das ist das Gleiche, ja, genau. Also sorry, Bro, du hast what the ein anderes Niveau an einer Störung. Das ist nicht mehr normal. Und all die Menschen würden nicht vermisst werden. Es ist Nein, mir wirklich egal, nicht. wer du bist, aber die werden nicht Ich vermisst. habe mit meinem Vater schon darüber geredet und ich glaube, da werden mir jetzt alle Leute, die den Podcast hören, zustimmen, weil ich weiss, es hören nur vernünftige Leute. Oder die meisten zumindest. Wenn alle Corona-Skeptiker oder alle die sich nicht an die Massnahmen haben, einfach irgendwie wie in China mit diesen ganzen Kamerasystemen, ich weiß nicht, ob du schon mal davon etwas gehört hast, wir haben ja schon mal im Podcast darüber geredet, wie die ja alles dein Gesicht aufzeichnen, wenn du sobald du eine schlechte Tat machst, kannst du zum Beispiel keinen Flug mehr buchen oder so Scheiße. Genau. Wenn man das auf das ähnliche System jetzt einfach nur explizit auf Corona wird anwenden, wenn die alle so registriert würden werden, sobald sie Corona haben, in eine Behandlung verweigert wird werden. Ich würde das so geil finden. Das geht natürlich nicht, weil die Ärzte natürlich ihre Eid geschworen haben. Aber Wir, die keine Moral haben, wir machen da. Bro, ohne Spaß, Mann. Ich würde gerne ein paar Auftragskiller auf die Leute setzen. Huch. Oh, Nein. weißt du noch, wo wir auf die Snapmap geschaut haben? Aha. Und dann so, Ja. was passiert da? Da ist recht viel, schauen wir mal dort hin. Und Bitte was? Und ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber literally 20 Minuten nachdem wir den Podcast beendet haben, habe ich in 20 Minuten Benachrichtigung bekommen, dass dort so eine unerlaubte Versammlung in ist. dem Fall. Ich habe es aber geil gefunden, wie in Aarau jetzt auch vor kurzem so eine Demonstration gegeben, wie sie dort einfach Schilder rausgehängt haben in den oberen Stöcken, von wegen, so Leute brauchen wir nicht in Aarau, Ja. gehen weg. Es ist die Kollegin von mir, ich glaube Nubia, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie ist diesen Leuten begegnet oder so. Und ich glaube, sie ist darauf angesprochen worden, wieso tragen sie eine Maske? Und sie hat dann das Einzige richtig gemacht, ja, irgendwie jetzt, wie gesagt, ja, will ich es so richtig halte oder so, bitte. gehen Wenn Sie mir andere irgendwie Menschen an den- wichtig sind. Das ist mega anständig gewesen. Ich wäre, wenn mich so eine Person würde ansprechen, ich würde denen so ins Gesicht schreien. Ich könnte mir nicht umgehen. Du musst einfach, ja, weil sonst weiss die Regierung, wie ich aussehe. Die Kamera von Manor und so scannt mich sonst. Ich habe dir das glaube schon mal erzählt von Das dem. mit dem Schild, von wegen, legt irgendwie eine Maske an oder so. Sonst findet euch die Polizei C-Schild, oder so. vom Ja, Cedric genau. Schild. Das ist so geil. Ey, das hat einfach bewiesen, wie dumm die Leute sind. Jungs, könnt eigentlich auf Easy Magazine heißen, glaubst du, auf Insta. Junge, was ist jetzt? What the fuck? Maschine. kein Cola trinken. Oh mein Gott. Maschine. Ich muss jetzt gleich so den Fiebton drüber legen. Alter. Oh mein Gott. Okay, auf jeden Fall. Wo bin ich gewesen? Das mit dem Schild, Corona Genau, und so. auf jeden Fall hat der Cedric Schild von Easy Magazine, die Legende, hat so Plakate erstellt von wegen irgendwie, ja, ihr müsst Masken anlegen, ihr werdet von der Regierung überwacht und so. Und dann hat er ihnen den Leuten so Einwegmasken verteilt und hat einfach an die Einwegmasken einfach so Zettel an Postitschet. Ja, meine Maske bringt nicht, ist gegen die Observing vom Staat. Und hat dann auch irgendwann mal etwas gebracht mit dem Handy, hat Plakat aufgehängt, so ihr müsst euch das Handy in Alufolie einpacken, weil sie euch scannen. Und literally jede zweite Person von denen hat ihm dann Masken angelegt, hat ihr das Handy in Alufolie eingewickelt. Also, weisst, ich bin ja Hey. schon sehr naiv. Aber das Aber- ist ein anderes Niveau. Hey, nein. Das, Aber das gut, also macht ist die weh. Menschheit bedauerlich, ja, definitiv. Alle dummen Leute sollen verrecken. Gut, ich bin dran. Bratadada. Ist Politik verwerflich? Ach, ich weiss nicht mal, was kommentieren dazu. Ich bin mir gerade selber am überlegen, was genau verwerflich Ich bin auch so voll überfordert mit der Frage. Was heißt verwerflich? Oder nein, warte mal, ich muss anders fragen. Also vor allem in dem Verwerflich, Definition. Ist das nicht so, dass man es auf die Seite setzt? Ja, nein, es ist Also, eigentlich... Ist in moralischer Hinsicht unannehmbar, schlecht und daher tadelnswert. okay, das hat zumindest ein bisschen etwas geholfen, um das Nein, also einfach, ja, halt, wer will es nicht. Es kommt stark darauf an, welche Politik. Also, Ja gut, über die SVP müssen wir jetzt nicht reden. nein, also ich meine, wenn man so in einer Demokratie ist. Platz mehr im Tramli. Ich finde gar keinen Sitz mehr. Sorry, mein Gott, du sprichst jemanden an. Wenn du alt bist und nicht stehen kannst, dann sprichst du eine junge Person an. Wenn die es nicht gerade von sich aus merkt, irgendwie aufs Handy schaut oder so. Oder das kleine Mädchen. Das genau habe ich gemeint, ja. Alles wird zu betoniert. Du bist in Zürich. In einer Stadt.
Was erwartest du, dummes Kind? Was hast du für Störungen? Ich weiss nicht, aber hat das Mädchen überhaupt verstanden, was es überhaupt macht? Man? Das wird für das komplette Leben gestraft sein. Man. Weißt du, was ich aber zum Teil nicht verstehe? Also Nein. Politik, das habe ich vor kurzem mal gelesen in einem Bericht irgendwie. Oh je. Homosexualität ist ja im Nahen Osten nicht so gern angesehen. Wir müssen nachher auf die Diskussion im 20-Minuten-Beitrag noch ein bisschen eingehen. Oh, das ist lustig. Ja, aber mach weiter. Aber ich habe in der Türkei offenbar, weißt du, wenn du dich fürs Militär anmeldest, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das obligatorisch steht, aber anmeldest, was auch immer. Ja. Du musst angeben, Top oder Bottom, das ist vielleicht der Begriff. Die Person, die reinsteckt und die es empfängt. Ja. Musst angeben. Sie nehmen dich nur an, wenn du die Person bist, die einen Typ in den Arsch fickt. Dann nehmen sie dich an, sonst nicht. So. Warte, was? Nachher sind einfach alle Schwulen sind so die, Ja, wo so. am anderen so ins Arsch ist. So, wer sollen wir jetzt ficken, wenn wir alle diesen anderen Schwanz anstecken? Also ich verstehe die Überlegung nicht so, aber was ist... Hä? Ich komme nicht raus. Ja, aber weißt Weißt du, jemand hat sich das auch noch müssen überlegen. ja. Anstatt einfach zu sagen, ja, das und das sind Kriterien, so, ja, das Kriterium, du darfst schwul sein, aber du darfst nichts in den Arsch stecken. Hä? Ja, weißt, was ist denn wie, wenn du so lauter Augsstecker würdest machen mit beiden männlichen Seiten und kein Weibchen? Ja. So wenn du das Handy kein Loch drin hat, wo der Kopf wahrscheinlich ist, wo alles nur rauskommt. Das denke ich, Kannst du nie nicht etwas reinstecken, ja, aber ich meine, nicht empfangen darfst. in der Umgebung ist hure krank. Ich meine, ich weiß nicht, ob Iran oder Irak, ich glaube Iran, ob du das mitbekommen hast, von einem Typ, auch ein Schwuler halt, hat sich dann auch für das Militär irgendwie müssen anmelden, dort haben sie ihn aber wegen dem nicht angenommen. Der hat irgendwie sein Halbbrüder, heisst das Halbbrüder? Nein. Ja. Schon? Ja, also Okay. was du meinst, aber halbbrüdig. Ja, irgendwie so etwas. Und irgendwie ein paar Cousins haben ihn dann entführt und enthauptet am Waldrand irgendwie oder so. Obwohl er kurz darauf hin, das ergibt keinen Sinn, Doch. bald später... Doch, okay. Weißt du, ich gebe es auf mit Deutsch. Später irgendwann hat die Welle mit seinem Freund aus der Türkei fliehen in die EU. Mhm. Dann denkst du so, boah. So kurz vor dem Ziel und doch gescheitert. Aber ja, sonst gehen wir mal auf die Diskussion ein. Fang du an. Also, in dem 20 Minuten, also es ist nicht das normale 20 Minuten, sondern 20 Minuten, irgendwie heisst es, keine Ahnung. Ich finde ja eigentlich nur, die einfach 20 mehr, Minuten Videos, glaube ich. ja, die nicht einfach mehr, genau, aber Videos posten. 20 Minuten now heisst es. Glaube ich, ja. Ja. Und dort ist dann bekannt gegeben worden. Das ist schon einmal ein Sofa, Mann. Es ist eigentlich so ein Ausklappbett. Oh Gott, okay. Ist das Datum bekannt gegeben worden von den von den Wahlen, Abstimmungswahlen für das Hochzeitslegalisierungs für gleichgeschlechtliche Ehe. Danke. Das war gerade eine ganz komische Formulierung. Und das sind halt unter dran homophobe Kommentare gewesen. Also Homophobie im Fall, ein richtiger Schweizer würde das nie akzeptieren oder so. Ja, ja. Und das hat irgendwann ein Karin hat das postet. Das ist das gleiche wie ein englische Karen, basically. Und da habe ich genau das gleiche, nicht auf sie geantwortet, sondern einfach schön oben dran hingeschrieben. Genau das gleiche wie sie, einfach genau das Umgekehrte. Also sie will es einfach das Antonym von dem, was sie gemacht hat. Ja. Irgendwann hat sie ihren Post dann gelöscht. Und dann dachte ich, okay, easy, in dem Fall ist das gut. Aber hat es irgendeinen anderen Typ gegeben, ich weiss nicht mehr, was der... Oder nein, eine ist das gewesen. Das ist... Nicht mehr normal gewesen. Der hat mir am Schluss noch Angst gemacht, weil er nur noch in Gottes Zitat geredet hat. Zum Glück gibt es den Raffi im Fall. Ja. Mit ihm habe ich dann auch nochmal geschrieben und dachte, ey, zum Glück gibt es Leute wie dich. Auf jeden Fall, dann Selina und Gian, kennst du ja beide auch mittlerweile, Yes. sind gerade dann bei mir gewesen, also halt unten in der Stube. Ah, geil, ja. Da haben wir, keine Ahnung, was haben wir gemacht? Wir haben Super Mario gespielt oder so. Also der Gian hat seine Switch mitgenommen, haben wir einfach den Fernseher angemacht, das war lustig. Ja, muss ich auch mal machen. Das ist toll. Das ist super. Mal alle zusammen, das wäre voll Ich geil. wollte auch mal mit euch hängen, Alter. Ohne Spaß. Der Kian Easy. ist so ein geiler Sieg. Nein, ohne Spaß, der ist so ein Ehrenmann. Grüß dich, du an dieser Stelle. Okay, mach weiter. Sorry. Ich weiß so durch. Auf jeden Fall. Was war denn? Genau. Dann habe ich mit Selina Gian. Das müssen wir eigentlich fast schon vornehmen.
Ich weiss nicht mehr genau, was ich alles geschrieben habe und mehr besser gesagt. Also, wir können das sonst mal den Leuten beschreiben, wo der Beitrag war, dann können sie selber mal in den Comments. Wir haben es aber eigentlich in der Story schon mal geteilt. Auf jeden Fall ist es 20 Minutes now. Genau, von Luisa irgendetwas. Ich werde nicht das Ganze vorlesen. Welcher Beitrag ist es? Es hat, glaube ich, nochmal in 20 Minuten now. Ja. Es ist auf der rechten Seite irgendwo recht weit oben. Ja, für alle da. Ja, da sieht man schon unsere Kommentare. Ich muss mal ganz raufgehen. Also, Genau, jetzt gestartet. Das war noch nicht mehr. Dann genau. hat der Typ sein Zeug gelöscht, weil ich finde ihn nicht mehr. Nein, es ist noch Nein, es ist da. Es ist Ja. einfach alles. 12 Antworten. Dann Selina, Gian und ich. Ich habe geschrieben, ich wünsche dir ein schwules Kind. Was, sag doch zuerst mal, was die überhaupt Okay, soll ich vorlesen? Ist es Die schnell. Rising Angels, So. ja voll. Alle. Ist das Schweizerdeutsch? Ah ja, genau. Alle Nein-Stimmen, das ist gegen unsere christlichen Glauben. Wir sind ein christliches Land. Also soll das auch nicht toleriert werden. Nein zur Ehe für alle. Ausrufezeichen. Einfach blöd wie Brot. Dann, die anderen Kommentare lasse ich einfach mal weg. Einfach die von unseren Leuten. Habe ich geschrieben, ich wünsche dir ein schwules Kind. Gina geschrieben, ich wünsche dir ein lesbisches Kind. Und Selina, ich wünsche dir ein transsexuelles Kind. so geil Mann. Und die hat bei uns allen drei einfach geantwortet mit Keine Chance. Keine Chance. Und Keine ich so, Chance. okay, dann habe ich halt geantwortet mit, was, keine Chance, über das hast du keine Kontrolle. Ja. Die Antwort darauf, Oh doch. Zwinker-Emoji. Ja. Und dann habe ich drauf geschrieben, dir ist bewusst, dass dein Sky Daddy dir nicht hilft, oder? Und einfach so, Die Sky Daddy, oh mein Gott, den habe ich noch nicht mal gesehen. so, what the fuck ist dein Problem? Und Selina und Gien sind beide auch hure verwirrt gewesen, so, was los mit dir? Bist du sicher? Brudi, Ja, brauchst voll, Hilfe? kann man ja auch entscheiden. Und dann ist der Raffi gekommen. Ja, dann habe ich einfach den Raffi markiert und habe ihn gefragt, Genau. ob er etwas dazu will sagen. Und er hat dann, also Leute, ihr müsst etwas über den Raffi wissen, und zwar ist er ein sehr braver Katholik, also er ist nicht irgendwie strenggläubig, aber er verfolgt den katholischen Glauben. Und er hat schon zweimal die Bibel durchgelesen. Ich glaube einfach, weil ihm langweilig war oder so. Ich finde die Begründung so geil, mir ist Ja. langweilig, ich lese die Bibel. Auf jeden Fall ist der Raffi generell ein sehr allgemeinbildeter Typ und hat auch, was Religion und Politik angeht, eigentlich sehr viel Ahnung. Und dementsprechend kann er natürlich dort sehr etwas dazu sagen und hat einfach mal so schnell so ein bisschen die Fakten auf den Tisch gesetzt, wie eben zum Beispiel, dass homosexuelle Ehe weniger eine Sünde ist als irgendwie, was sag ich eben, besoffen sein. Und dass auch zum Beispiel das, was jetzt die macht, beziehungsweise der andere macht, oben weiter, oben der Rising Angels, wo ich persönlich schlimmer gefunden habe, dass das gottessündig ist, dass er halt so Zitat von Gott rein tut, weil das darf schon nicht. Das ist schon Sünde. Und zu dem wollte ich jetzt eigentlich gerade mal wechseln. Und zwar hat der begonnen mit so schnaubenden Emojis weiter oben. Der hat sogar ein Like dafür bekommen. Und welcher Hure so nicht das geliked, man. Blocken. Naja. Und hat dann halt so, ihr müsst wissen, der Typ hat mir wirklich Angst gemacht. Wir sind ja in der ersten FMS, sind wir in der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich gewesen. Und der Typ hat mich so an die Typen von dort erinnert. Zwar hat kein einziger von denen geredet, aber genau so, dass der in seiner eigenen Welt wohnt. Weil der hat so weird gesprochen. Also ich lese mal den ersten Kommentar von dem Typ vor, und zwar Sprüche 11, Neues Testament und Ehe-Tipp am Rande, Neues Testament, Matthäus 19, Markus 10.6. Und dann hat er drunter wohl einiges mal seine einzige Realword Deutsch auspackt. Der Ton ist über Schweinerei und einfach nur traurig. Der hat sogar 2 Likes, der scheiß Kommentar, Mann. Welche Missgebürter. Lol. Genau, dann haben noch ein paar andere Leute kommentiert und irgendwann habe, glaube ich, mich mal eingemischt. Nein, jetzt hat sich noch der Raffi eingemischt. Und zwar hat der Raffi dann geschrieben, also der Fakt, dass du Jesus als Gott bezeichnest, da frage ich mich also schon, hast du die Bibel eigentlich einig durchgelesen? Und dann hat der Typ dann darauf geantwortet, die Bibel ist nicht nur, jeden Tag. Gott ist Jesus und Jesus ist Gott. Die beiden sind ein und dieselbe Person. Gott ist Mensch geworden und hat unter uns gelebt und das Evangelium verkündet. Johannes 1,14 und das Wort war Gott. Und somit hat er schon einig mal die Bibel zitiert. Der Raffi natürlich darauf, der Fakt ist, du weißt schon, dass was du da machst, eine Sünde ist, oder? Und zeigst den Glauben offen, zitierst sogar die Bibel, dass dich zu einem Heuchler macht und Jesus predigt Bescheidenheit so sehr. Ich glaube, er würde nicht wählen, dass ihn Leute als Gott verehren.
Ja, der Typ ist, ich weiß nicht, der hat irgendwo unten noch weitergeschrieben. Ich habe eigentlich auch noch mit dem Diskussion geführt. Ich weiß gar nicht, wo die sind, Mann. Ich bin verdammt los bei Insta-Kommentaren im Fall. Ja, weil es so durcheinander ist, aber ich habe mit dem eigentlich eine Diskussion geführt, Alter. Der hat seine scheiß Comments gelöscht, Mann. Das ist sehr gut möglich. Ich habe mit dem nämlich wirklich, ja, ich glaube, der hat es tatsächlich gelöscht. Weil ich habe mit dem wirklich extrem lang diskutiert und ich habe dem, er hat halt auch irgendetwas Neues geschrieben von, ja, Fleischeslust und so ein Keck und alles. Ja, hat es tatsächlich gelöscht, der Missgeburt, Mann. Er hat halt so etwas geschrieben, ja, Fleischeslust ist nicht erlaubt. Und ich habe dann halt so drauf geantwortet, ja, und Bro, was ist denn mit diesen ganzen pädophilen Pfarrer? Fleischeslust und so. Und er hat halt nach einer gewissen Zeit, der hat nur noch mit Bibelzitat gesprochen. Wirklich gar nicht mehr, der hat gar nicht mehr meine Frage beantwortet. Der hat nur noch mit Bibelzitat geschnurrt. Ich habe mal die Bibel, also ich habe auch eine bekommen zur Firmung, Ja. von der Kirche aus mit meinem Namen drin und so, was ich das nicht war. Ich habe eine Seite aufgeklatscht. Was lese ich? 2 verschiedene, oder irgendwie so Stoffe, unterschiedliche Farben dürfen nicht zusammen geneigt werden. Aus was weiß ich doch nicht was für Gründen. Und damals bin ich noch in der Berufsschule gewesen. Und da habe ich das dort erzählt, dass ich denke, was hat das für einen Zweck erfüllt? Ich meine so Sachen wie, du darfst andere Leute nicht umbringen und so. Okay, verstehe ich voll, wenn man das verankern will in einer Religion, dass man kein Mörder will. Aber das, und die eine hat dann voll die lustige Theorie aufgesetzt, natürlich alles im Witz von wegen, Ja. ja, das symbolisiert eigentlich irgendwie von wegen Land, Himmel, was ich doch nicht was alles, und das darf nicht vermischen. Und so. Was? Das Klingt ist halt einfach, wirklich nur so, als hätte jetzt halt das wirklich nur so gedacht. es ist so krank. Und das Problem ist halt mit der Bibel, ich meine, das ist jetzt auch nicht die ganze, es ist schon alles zusammengetragen von mehreren Völkern und so. Mehrere Sprachen und was ich doch nicht was, ich meine, ein grosser Teil ist schon aus dem Hebräischen übersetzt worden und so. Und dass es Homosexualität zum Beispiel ist erst wirklich eine Sünde geworden ab 1946, glaube ich. Eigentlich nach dem Krieg, wo es dann auch richtig illegal geworden ist und Leute ins Spital eingeliefert worden sind wegen so Sachen. Davor hat es Knabenschänder geheissen. Also es gibt eine deutsche Bibel, das habe ich vor kurzem mal gesehen, in einem Museum. Da kannst du es auch nachlesen. Das habe ich mega lustig gefunden, weil da sind sie alles nachgegangen, steht einfach Knabenschänder. Ich so, ja, lol, oder? Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, also, ja, keine Ahnung. So alte Bücher kann man nicht vertrauen. Du würdest jetzt auch nicht irgendwie einem Buch vertrauen, einem Medizinbuch aus dem Mittelalter. Nicht, da heisst es Aderlass. Ja, das mache ich gegen Kopfschmerzen. Dann ich ein Loch in den Kopf bohren. Ja, ist Nein, wirklich so. das macht niemand mehr. Hoch. Ja, die Lampe ist wohl. Gott, die hat auch schon über 20 Jahre auf dem Kasten. Ja, es ist schon so, ich finde es einfach. Ich finde es vor allem, das habe ich auch unter dem Beitrag kommentiert. Ich finde es so traurig, wenn man Sexualität oder Homophobie mit Religion begründet. Weil es ist nicht das Gleiche. Ich weiß nicht, kann ich irgendeinen gescheiten Vergleich machen mit Musik oder so? Ich muss gerade überlegen. Ich finde es lustig, wie sie immer so, Jesus wird dich retten und so. Aber was, wenn die Person jetzt gar kein Christ ist? Und so, ich bin Muslim. Also, was kommst du da mit der Bibel angesagt, wenn ich kein Christ bin? Also, weißt du, das ist dann auch so, hä? Das meine ich aber generell eigentlich so, die Leute, die irgendwie auf die Bibel gehen, von wegen, geht über zum Christentum, das hilft und was ich doch nicht was alles. Und ich so, ja, kann ich, irgendein Buddhist, wenn du jetzt zu dem kommst, ja, das Christentum ist das einzige Wahre. Haha, ich meine, das gilt für jede Religion, nicht nur das Christentum. Das ist jetzt einfach das, was bei uns vor allem dominant ist, sage ich jetzt halt mal. Denkst du dir auch so, kann ich dir helfen? Also das denke ich mir generell bei so vielen extremen Leuten, die halt so keine Ahnung, das Gefühl haben, ja, ihre Glaube ist der einzige und ihre Glaube ist das, wo nichts anderes. Ja. Ich finde das voll faszinierend. Also, dass mir so überzeugt kann sein, mein Glaube ist es. Ja. Weil, wenn du überlegst, Menschen gibt es schon sehr lange. Ich meine, vom Menschen redet man seit 30'000 Jahren etwa. Gibt es den Homo sapiens an für sich, glaube ich, circa. Und in dem Verlauf hat es so viele Religionen gegeben. Und jetzt zu kommen und zu sagen, ja, in den letzten 2000 Jahren, das war die richtige Religion gewesen. Das ist recht speziell. Oh, meine Favoriten sind die sagen, die Welt gibt es erst seit 2000 Jahren. Ja.
Urknall, Bullshit. Menschen hat es so gegeben. Aber im Fall, das ist auch etwas, wo ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt, wo Drea und ich zusammen ins Kino gegangen sind und mehr von denen. Ich habe den einen übrigens gestern erst am Bahnhof wieder gesehen. Eben, die sind mega, mega nett gewesen und überhaupt nicht gewesen, aber die haben auch. Wir sind so eine kleine Diskussion, oder einfach so ein Gespräch gekommen, wo dann auch wieder so gefragt ist, ja, hat es den Urknall überhaupt gegeben? Und wie es sind, weißt du, was kommt denn nach dem Tod? Und ich so, ja, das weiss man halt nicht. Und er so, ja, du weißt es, ich weiss es. Und ich so, oh, Entschuldigung, sorry. Also, weißt Also, und dann finde ich einfach so, okay, Leute, irgendwie ist momentan ein bisschen mein PC am Rumspacken. Das ist das zweite Mal, dass es einfach die Aufnahme stoppt. wir sind einfach schnell zum Thema abschließen. Beim Tod sind wir, glaube ich, gerade dort gewesen. Ja, wir haben gerade, glaube ich, darüber geredet, dass es, ja, eben, halt, dass sie das Gefühl haben, dass sie wissen, was nach dem Tod kommt und all das Zeugs und so. Oh. Es wäre so lustig, wenn die Leute jetzt sterben würden. Also nicht der Tod selber, aber wenn sie sterben würden und dann plötzlich steht so, keine Ahnung, zum Beispiel Anubis aus der ägyptischen alten Religion, also Mythologie eigentlich da. Und so, ja, du kommst jetzt mit mir in die Unterwelt, so, was? Und weißt du, was für ein Schock das wäre dann? Das würde ich zu gern sehen. Aber ja, gehen wir zum nächsten Thema. Wir sind jetzt irgendwie von dieser Frage auf Religion ausgewichen und was ist doch nicht was alles. Ja, du bist dran. Ist Neid unangebracht? Ey, aber das ist ja die beste Verknüpfung zwischen Glauben und das. Ich glaube, irgendwo in der Bibel steht ist doch, dass Neid ein Todsünde, oder? Mhm. Ich glaube, diese Eines Todsünden sind eines von diesen Todsünden, glaube ich, Neid. Eifersucht. Neid. Eifersucht ist... Ja. Also warte, auf Englisch weiss ich, es ist Envy, Eifersucht. Mhm. Greed, also Habgier ist das, glaube ich, auf Deutsch. Habgier, ja. Wrath, Rache, Revenge, was... Rage, ist nicht Rage. Wie heißt das auf Deutsch? Also Rage wäre Rache. Revenge wäre Rache. Wrath, also mit Rage Wrath. Hä? Nein, warte. Keine Ahnung, hässig sein. Ich weiss doch auch nicht. Sloth, das ist einfach so, du bist faul, glaube ich. Ich glaube Faulheit. Ja. Gluttony, das ist Füllerei. Ja. Viel fressen, einfach, ja. genau. Stolz ist auch noch eine. Lustigerweise irgendwie. Ich glaube, übermäßiger Stolz einfach. Mhm. Ja, was gibt's noch alles? Ja, keine Ahnung, aber ja, das ist eins davon. Also, was Ja. ist die Frage noch einmal? Ist Nein, Neid genau. Das unangebracht? tun wir jetzt einfach mal an die Eifersucht anhängen, weil Ja, ich denke, aus dem kommt es ja ziemlich schlussendlich. synonym. Ja, es ist... ich meine, ich muss schon sagen, ich bin auch hure oft auf Leute neidisch. Also mega oft. Mhm. Vor allem halt so, wenn es dann um Geld geht, weil ich würde mir so gerne so ein paar Sachen kaufen, wenn du dann halt siehst, ey, die kann sich so viel gönnen und so. Haben jetzt, zum Beispiel meine Schwester, die muss ja nichts von dem, was sie eigentlich verdient, Mhm. also netto, muss sie ja nichts irgendwie groß in Haushalt und Strom. Das zahlt ja alles nur meine Eltern. Das heisst, sie hat wirklich relativ viel Geld, das sie kann ausgeben kann. Mhm. Und dann denke ich mir einfach so, fuck, das würde ich eigentlich auch hure gerne machen. Aber ja. Oder wenn natürlich so, jetzt in meinem Fall Musik irgendwie siehst, die unfassbar gut ist, oder erfolgreich und so hure gute Tracks produced, dann bin ich mir auch immer am überlegen, fuck, das wäre schon geil. Aber unangebracht, Neid. Ich weiß nicht, ich finde Neid kann dann eben auch so ein bisschen pushen. Mhm. Irgendwie Also so, zum ein Ziel erreichen Ja. einfach. Mhm. Also sobald ich merke, dass ich auf eine Person irgendwie neidisch bin, dann gebe ich mir richtig Mühe, alles dafür zu machen, dass ich nicht mehr neidisch bin. Mhm. Also wenn zum Beispiel kann ich irgendjemand Tickets kauft als Konzert von irgendwie Lieblingsmusikperson. Mhm. Weiss ich, also ich bin noch nie wirklich an so einem Konzert gewesen und so. Mhm. Dann bin ich im ersten Mal vielleicht so, oh, wäre eigentlich auch gern, wäre noch toll gewesen. Aber dann rede ich mir langsam so, wobei wahrscheinlich jetzt mit zu vielen Leuten, ich bekomme meistens Kopfschmerzen, wenn es zu laut ist und zu viele Menschen. Ja. Ich fühle mich eingegangen, wenn ich bekomme Panikattacken, wenn ich zu warm habe. Tschüss. Ich bin eigentlich aus dem H&M raus, weil ich zu warm hatte. Ja, ich weiss, ich gebe mir einfach Mühe, dann möglichst, also so die Kontrasachen eigentlich für mich aufzuzeigen, warum ich das nicht unbedingt haben muss und was für mich jetzt eigentlich positiv ist gerade.
Also ich gebe mir Mühe, nicht neidisch zu sein, weil ich habe das Gefühl, kann mega ein Hindernis sein. Ja. Ja, aber eben, wie gesagt, es ist beides. Es kann einen pushen, aber es kann einen auch. Mhm. Ja. Okay, ich bin dran. Ratatatada. Ist Sport eine Illusion? Ich wünschte, es wäre. Es ist so deprimierend, wenn du daheim sitzt, entweder in meinem Fall am Musik machen bist oder irgendeinen Scheiß für die Schule am erledigen bist und dann siehst du von hure vielen Kollegen, ob weiblich oder männlich, Snaps bekommst, wie sie so krass im Fitnessstudio sind oder am Joggen sind. Ich denke mir erstens, Bres, woher haben die das scheiß Geld? Und zweitens, Bres, woher nehmen die euch die Zeit? Und Bres, woher nehmen die euch die fucking Motivation? Motivation und Zeit, das sind so das Hauptding. Wobei die Zeit ist meistens so, ich komme heim, lehre vielleicht noch 1 bis 2 Stunden, dann, also nach dem Essen in der Regel, dann kann ich so 8, halb 9 oder so. Und ich meine, da könnte ich locker noch schnell in den Wald übergehen und zum Beispiel den Vita-Parkour säckeln. Ich meine, da habe ich, wenn ich sehr lang habe und grosse Strecke anfangen, zum Beispiel gerade damit und alle Übungen machen und so, habe ich 3/4 Stunde. Ja. Yeah. Wenn ich laufe, halt unter anderem auch noch. Ich meine, joggen kann man ja jeder. Ich meine, du gehst aus dem Haus und joggst. Du kannst es ja machen, wie du willst. Aber meistens liegt es an der Motivation für mich. Also ich liege dann da so, ja, das Ding ist halt, das, was ich brauche, ist nicht Joggen. Das, was ich brauche, ist Krafttraining. Und ich brauche irgendwie die Geräte, wo ich mit Liegestützen so, da mache ich einen Monat lang und dann habe ich keinen Bock mehr. Aber das Ding ist, ich will nicht ins Fitness gehen, weil dort sieht man tendenziell Leute, die mich kennen. Die muss ich nicht haben. Aha. Und da sonst jetzt mir zu viele Leute, weil ich mache nicht gerne Sport, wenn Leute um mich herum sind. Okay. Sport allein, kein Problem. Leute um mich herum mache ich nicht gerne. Zum Beispiel Joggen mit anderen Leuten finde ich immer hure kritisch, weil wenn die andere Person deutlich fitter ist als mir selber, dann hat man das Gefühl, oder ich zumindest habe das Gefühl, ich ziehe die Person ab. Also weißt du, die passt sich dann auf mich an, dann denke ich, ja, nein, das ist auch blöd. Ja. Yeah. Also tue ich meistens einfach so weit machen, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt sind wir etwa gleich auf, jetzt können wir vielleicht auch mal zusammen gehen. Aber sonst mache ich das hart nicht gern. Also es ist immer so, nee. Schwimmen. Fang nicht an. Ja, so kein Bock. Ich weiss genau schon, welche Lektion ich würde schwänzen. Ohne Scheiß. Sobald er schreibt, ja, pack ein paar Hosen rein, dann weiss er, oh, ich habe den Tonsack ja vergessen. Nein, so blöd. Oh nein, ich bin über den Mittag heim und habe den Zug zurück verpasst. Einfach so die absurdesten Ausreden machen. Ja, du könntest halt Migräne bringen, weil bei dir würde es ja Sinn machen. Aber das Problem ist halt, ich bringe es nicht gern, also ich bringe es eigentlich nie als Ausrede. Noch nie. Und ich getraue mich nicht wirklich mit dem als Ausrede zu kommen und dann rumzulaufen, oh, eigentlich habe ich nur geschwänzt, weil schlussendlich weiss man nie, wie Leute hinter dem Rücken über einem reden. Ja. Und das ist dann immer heikel, wenn die falsch schreiben, doch so, der schwänzt fix einfach wieder rum. Und das ist immer so, Gut, so wie meine Mutter hat mir auch schon gesagt, sie ist aber genau wie mir, sie hasst Schwimmen über alles. Ja. Und sie ist das Beromünster. Keine Ahnung. Dort in die Kante gegangen und jetzt haben sie aber auch eine Schwimmhalle. Das heisst, sie ist in der Woche 2-mal schwimmen und sie hat es gehasst. Und dann hat sie auch schon gesagt, du, look, vom Meer aus darfst du schwänzen. Du darfst zum Lehrer gehen und sagen, du hast Migräne, du willst heim. Ich, fuck ja, danke Mami. Ja, Mann. Ehrenhaft, Mann. Ich so, danke, du Maschine. Ja, ist Sport eine Illusion? Ja, ich wünschte. Schön wär's. Okay, last one. Aber ich, Roll. Ist Minimalismus zu bekämpfen? I mean, nein. Wenn du es nicht gern hast, dann kannst du es einfach aus dem Leben ausschliessen, aber... Das Ding ist halt, Minimalismus wird in Kombination mit Alternative jetzt hure modern. Also die Wohnungen sind minimalistisch, Kleidungsstil, Alternative. Und ich glaube, du kannst beides nicht bremsen. Und es wird jetzt zum Beispiel immer mehr, zum Beispiel Handy-Updates, das neueste, was ist jetzt drauf? Ist iOS 13 oder iOS 12? Ich habe keinen Überblick mehr. Auf jeden Fall, das ist ja jetzt mit diesen ganzen Widgets und so, ist es extrem modern. Ich weiß nicht, ob du schon mal meinen Laptop gesehen hast. Ich habe ja alle Desktop-Symbole entfernt und nur so ein grosses Widget an und da. Es wird hure modern. Und auch wenn du zum Beispiel jetzt auch ins Zimmer von meiner Schwester rein schaust, alles so clean, ja. 14.6, aber ich habe es noch nicht runtergeladen. Oh, lol. Ich vergesse es immer, aber scheiß drauf. Ja, you should. Nein, das ist... Ja. Und wenn du jetzt das neue Android-Update anschaust, was noch nicht rausgekommen ist, aber Google am machen, es ist hure minimalistisch.
Also, ich glaube, ist es noch aufzuhalten? Nein, ich denke nicht. Aber ich finde es eigentlich chillig. Ich finde es geil. Ich benutze minimalistisch inzwischen schon als Synonym zu modern. Mhm. Ja, eigentlich schon. Also, ich kann eigentlich fast nicht mehr ergänzen. Ich habe nichts gegen minimalistisch, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es ein bisschen mehr ist. Also nicht gerade so barockmäßig. Ich meine, das ist ein anderes Niveau an mehr. Wenn du einfach so prunk alles vergoldet und keine Ahnung, weiss ich doch nicht was. Also die Häuser aus Barockzeiten, das ist schon... Aber ich finde, wenn das Haus so richtig leer ist, so leer, dass es sogar ein Echo hat, wenn in der Stube irgendwie einfach redest. Also so wie bei dir Runde. Dort haben wir viel Pflanzen und so, okay. I mean, ich finde, bei uns geht es jetzt noch, weil wir haben alles möglichst vollgestellt. Ja, also Ihr habt halt Schlättli-Boden, Bro. Allein wegen dem haben wir einfach... Ja, geschissen halt. Aber je noch. Also ich finde es jetzt, dort ist es nicht, oder fällt es mir halt zumindest nicht auf, weil ich schon mein ganzes Leben hier lebe. Ja, und weil du schwerhörig bist. Ja, das auch noch. Aber wenn du sonst irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Das finde ich immer so, also nicht unsympathisch ist das falsche Wort, aber einfach komisch, weil es fühlt sich nicht so nach daheim an. Mhm. Ja, also ich wollte... Gut, auch wenn man es in meinem Zimmer nicht ansieht. Aber ich wäre definitiv so der dann so minimalistisch oder modern, halt modern würde leben. Einfach so ein Zimmer und wirklich einfach nur das Nötigste rein. Mhm. Ein Bett, ein riesen Schreibtisch für mein Studio, Keyboard und alles halt so relativ schön verbaut, dass nichts offen ist und so. Das sieht immer schöner aus. Ja, hat niemand geguckt, aber ich habe es trotzdem Also, gesagt. hätte ich ein eigenes Haus oder noch ein zusätzliches Zimmer, dann würde mein eigenes Zimmer, in dem ich schlafe, auch ganz anders aussehen. Also meins ist immer ordentlich und vollgestellt und was ich doch nicht was alles, weil ich einfach keinen Platz habe. Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen von meinem Laptop, dass der Akku leer ist. Der hat heute echt keinen Bock auf mich. Kannst du schon mal überlangen, das ist mein Ladenkabel. Yes, of course I can. Und du kannst aber nebenbei Ist das einfach ziehen, glaube ich, das kommst du raus. Sicher. Ja. Ja. Aber du kannst noch weiterreden, du bist am Reden. Genau, also ich meine, da würde ich all so Krimskram-Sachen und ich meine, zum Beispiel, ich habe immer noch Lego-Sachen in meinem Zimmer. In Kisten auf der Seite vom Schrank, einfach weil wir im Keller keinen Platz haben dafür. Und wenn ich so, ja, weißt, ich könnte so viel Platz anders verwenden, aber ich kann es einfach nicht. Das ist recht bitter. Aber ja. Also ich weiß nicht, bei uns die ist halt so, dass dadurch... Oh, verdammt, das ist ein scheiß Drecksauf. Dadurch, dass wir halt das inzwischen schon fast 100-jähriges Haus haben, ist es halt... Oh, ich habe jetzt verdammt Angst, dass da der Ausgang wieder von dem... Oh mein Gott, Multitasking, absolut nicht fähig. Das kommt schon gut. Dadurch, dass es so ein altes Haus ist, hast du halt überall so hure viele Holzbalken und so hure alte Scheißlampen. Aber sonst würde ich fix so modern wohnen. Also, ja. Yes. Weißt du, was cool wäre? Nein. Schloss Lenzburg. Ey, weißt du, würde mir für fette Partys machen, Bro. Du hast so viele Räume, kannst Das jeden Raum wäre eine einzelne anders Party geil. Im Folterkeller. Im Falterkeller machst du dann so... Nein, das sage ich nicht. BDSM, oder? Bondage und so. Wäre alles schon vorbereitet? Hey, müsstest du mal mit neue Ketten rein tun? Hey, stell dir vor, sind so alle... Maschine. Stell dir vor, sind so alle drunk und dann verreckt nicht und es einfach hängen lassen und niemand geht nachschauen. Und jemand geht fix noch in den Brunnen rein. Ja! Und ich sage so, ja, bist selber schuld. Schwimm, du Hurensohn, und der Kleider rauf. Das wäre so geil. Aber so hinten im Garten und so. Oder sie haben ja jetzt so ein Wissen, wo sie auch Vogelshows sind. Das wäre richtig geil. Das generell Schloss Lenzburg ist hure fucking groß, Mann. Also ich sage, du kannst halt wirklich so einen fetten Partyclub draus machen und in jedem Raum eine andere Party. Weißt du, was geil wäre? So ein Abend voller Motto-Partys, Alter. Den Geburtstag dort feiern. Ey, das haben dann von Kollegen von mir gemacht, das kannst du mal machen. Schon? Ja. Ist das festteuer? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt irgendwie 7 oder so, hat so eine Kollegin ist aufs Schloss gegangen hat und dann darfst du wirklich einfach ins ganze Schloss und alle Räume einfach rein. Du darfst einfach nur draussen essen, aber ich kann fix anschreiben. Geil. Also und ich denke so jetzt, da am Oben? Das wäre richtig geil. Aber ich denke es nicht. Bro, imagine halt auf Geisterjagd gehen mit deinen Kollegen. Das wäre sogar, vor allem wenn Alkohol im Spiel ist.
So, oh, ich habe etwas gehört. Ich weiss halt genau, dass irgendjemand von diesen Spasten sich verlaufen würde. Ja. Allein und besoffen irgendwo alleine zu. Boah, stell dir vor, du bist besoffen. So richtig besoffen. Du hast keine Ahnung mehr, was überhaupt los ist. Du weißt nur, du bist auf Geisterjagd. Und du kommst aus Versehen beim Fauchi her. Und der Boden fängt an zu vibrieren. Und so, geht in die Hose schießen. So, Der nein. Fauchi, Mann. Die Legende. Der kleinste Drache, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und gleich hat man als Kind Angst gehabt. Ja, Also ganz kleines. das war so das Highlight gewesen, zum Fauchi zu gehen. Ich schwöre. Oh, Ich habe das yeah. Schloss so geliebt. Man hat doch dort auch so Schwerter und so können auflüpfen. Und dann hat man gesehen, wie schwer das alles war. Abartig. Und es gibt ja unten dran, unter dem Schloss Ansbach, noch so einen Spielplatz, wobei das ist einfach so ein Ah, also das mit Wäschehütte. diesen Hütli und all Ja. das. Mhm. Dort kannst du auch so die fetten Partys machen. In jedem Hütchen kann irgendein Bärli am rumknutschen sein und die bombardieren können in der Mitte. Nein, Alter, ist das Schloss. Wir müssen das, ich gehe das nachher googeln, ich schwöre, ich will dann nachher Ich schauen, ob man schwöre. dort eine Party machen kann. Überlegt mir ja den 18. in der Sommerferien noch zu feiern. Ich meine, wäre vielleicht sehr kurzfristig, aber I mean, mehr Wieso, wenn Leute. das kurzfristig ist, Sommerferien, Bro, wir haben noch irgendwie 5 Wochen. Locker. 5 oder 4 sogar nur noch. Ah, was? Wir haben nur noch 3 Wochen Schule nach Wir dem haben jetzt, Praktikum. wir haben jetzt nur noch 3 Wochen nach dem Praktikum. Mhm, ich glaube es. Also die 5 Woche ist jetzt durch. Ja, jetzt ist. Ja, lol, dann haben wir wirklich nur noch 4. Huch. Das heisst, wir sind nur noch laufen. Wir sind nur noch 4 Wochen, 2 Klässler. Wir sind einfach schon in der 3. jetzt dann. Ey, fuck, man, dann kommen die scheiß Abschlussbriefe. Ich bin so nicht parat. Ey, und wir haben unsere Sachen nicht mehr fertig gefilmt, wir haben eigentlich Plan gehabt, in der Sommerferien zu schneiden. Ja, dann müssen wir halt in der Sommerferien ein bisschen mehr filmen. Ja, nein, das müssen wir wirklich. Aber die erste Woche von der Sommerferien bin ich dann noch im Praktikum. Ah, weil du nachher holen musst, ja. Ja, aber das kommt schon gut, das schaffen wir. Ja. Reissen wir. Was geil, ich finde es so geil, dass wieder mehr gelockert wird. Jetzt dürfen ja 30 Personen glaub's, auf geschlossenen Raum sein, oder? Und 50 draussen. Ich glaube, Das im heisst, privaten Bereich, ja. Ich könnte anstatt 2 Fester könnte ich eins grosses machen. Eventuell. Ja, mit 50 Personen, ja, da kannst du, ja. Draussen halt, ja. Das war geil. Im Sommer, wenn von der Temperatur wird's gut. Auf Schloss Lenzburg, Bro, bitte, Mann. Ah, Bitte, gerade gang go abklären, wie Mann, teuer ohne es Scheiß. ist. Ich meine, wenn du das auf dem Berghof, wenn du das auf dem Hof machst, das wäre so geil. Junge, weißt du, wie fucking geil. Du kannst dich ja dann, ich meine, wer kontrolliert das, ob du draussen bleibst? Gut, ich meine, jetzt haben sie schliessen alles ab. Das wäre asozial. Gut, wobei, ich Aber würde es es auch hat überall verstehen. offene Gänge, du kannst dich wirklich gut verteilen halt, man. Mhm, das wäre wirklich kein Das wär Problem. So fucking geil, man. Bitte mach das. Bro, das müssen wir googeln nachher, ohne Scheiß. Nachher gerade organisieren. Wir und schreiben alles. es euch in die Beschreibung von YouTube rein. Und von Spotify, also einfach generell die Beschreibung, ob es geht oder nicht. Fuck yeah, das wäre richtig cool. Könnt ihr nachschauen, wenn euch das interessiert. Ha, ich bin gerade Ah. motiviert. Auf YouTube kann man auf Links draufklicken, auf Spotify nicht. Also auf YouTube jagen wir euch dann so schnell den Link rein von der Webseite, falls wir etwas gefunden haben. Aber fucking hell, man, da müssen wir schauen. Weißt du, wie geil? Das wäre eine Maschine. Ja, man. Ich habe letztens, ich weiss, wir sind eigentlich jetzt schon bei 1,5 Stunden. Gut, Neuer wir haben schon Rekord. länger keine Folge mehr gemacht. Also das Ja, das zählt ist schon. easy. Das sind alle in Folge, weil jetzt haben wir eine richtig geile, gute Folge. Ich habe letztens ein Sendung geschaut und dort hat die Barbara Schöneberger, also es war so eine Aufzeichnung Mhm. von einer sehr alten Folge, hat Barbara Schöneberger so ein, ich weiß nicht, ob es ein Comedian war oder irgend so ein Dude, auf jeden Fall ein Ehrenmann, hat sie ihn gefragt, ja, für wer fühlt sich Sex geiler an, für die Frau oder für den Mann? Hat der Typ gesagt, ja, komm, jetzt stell dir vor, du hast jetzt, dein Ohr ist am Jucken. Mhm. Dann nimmst du den Finger und reibst. Für wer hat sich jetzt geiler angefühlt? Für das Ohr oder für den Finger? What the fuck? Bro, und ich habe so eine Legende Brudi. gefunden, Alter, ohne Spaß. Nein, Mann. Das ist so geil, Alter. Ey, weißt du was? Nein. Noch etwas zu der Party jetzt. Ich weiss nicht, wie wir gerade jetzt auf Sex gekommen sind. Ich auch nicht, ich kann einfach irgendwie Doch Barbara Schöneberger, Sex. Ja. Ah, Oh. aber ich fange schon mal an, eine Playlist zusammenzustellen und du wirst anfangen heulen. Mm. Du, Du willst so, sicher so Ukraine-Scheiß rein tun. oh ja, beide Lieder. Dancing La Chatumbai und Schum. Also Schum ist das jetzt von dem Jahr, Dancing La Chatumbai zeige ich dir nachher. Aber auch noch so andere Sachen wie Nicki Minaj, Roman Holiday. Ey, aber machen noch ein paar normale Sachen rein, Alter. Ohne Spaß, sonst hau ich ab von dieser Scheiß. Ich tue sie rein, das mache ich. So sozial bin ich noch. Ja.
Das wäre so geil. Vor allem, So auf dem Schloss Lenzburg so russische das wäre so geil. Alle einfach so, what the fuck ist los dort oben? Ja. Vor allem, was mich noch Wunder nimmt, das wäre Oh. so die erste Grossparty, die ich mehr oder weniger selber organisieren müsste. Weil ich einfach immer zu faul gewesen bin, zu meinem Geburtstag zu feiern. Weil meine Eltern so, ja, du musst wissen, wie, was, wenn, wo. Ja. So, nein. Und der Freundeskreis, es hat recht viel jetzt vor allem über Corona-Zeit so Streit, was alles gegeben. Ja. Ich habe 2 Gruppen eigentlich schon gemacht. Aufteilt, weißt du, dass es nicht auf Konfrontation drauf rausläuft. Aber jetzt, wenn alle zusammenkommen, dann kann die Folterkammer doch mal für den ursprünglichen Bestimmt. Zweck verwendet werden. Ey, ich bin auch dafür. Wir haben ja im Deutsch die hure scheiß Statements. Das habe ich heute übrigens in einer kompletten Stunde, ich muss scheiß Statement geschrieben. Fucking proud of mich. Egal. Auf jeden Fall hat er dort, ich weiß nicht, es ist, glaube wer hat über Todesstrafe gemacht? Das war Valerie, glaube Oder Mira. Einer Mira, von ihnen beiden. Mhm. über Todesstrafe. Und ich habe dort in der ganzen Diskussion gesagt, ich wäre für Folter. Ja. Todesstrafe einfach zu lieb ist. Ganz einfach. Also ich bin also wenn du Folter rufst, Easy. kannst du mich anrufen, ey, ich komme mit meiner Polinski. Nein, also keine Ahnung. Ich wüsste, ja. Ich meine, ich bin nicht gerade im Freundeskreis, wo es Schlägereien gibt, zum Glück. Schlägereien. Aber sicher Diskussionen. Aber Ey, es gibt vielleicht auch Schleckereien. du weißt was, ob Partner oder Partnerin oder wer auch immer mitkommt, das ist dann die andere Sache. Und ob es spontan etwas gibt, nimmt mich jetzt stark wunder. Ja, kommt darauf an, wer du einlädst. Also ich meine, ich kenne jetzt in deinem Freundeskreis auch so ein paar Leute, die tendenziell... Gut, nein, die Person nicht. Nicht? Nein. Okay. Bist du sicher? Ja. Also es wären etwa 31 Leute mit mir zusammen, die dann dort wären. Also vorausgesetzt, alle würden zusagen, aber ich zweifle stark, dass alle zusagen. Ja, also ich meine, sonst würde ich es einfach auf dem Coffee feiern. Ich weiss nicht, das ist immer so eine gute Lösung eigentlich. Was auch geil ist beim Coffee, im Steinbruch bist du jetzt schon mal drin gewesen. Ich Das bin noch nie ist auf dem Kaffee übrigens. nicht. Doch, ich glaube, eigentlich als kleines Kind, aber nie zum Feiern. Also, gut, Schlossberg weisst ja. Da gibt es ja so den Steilweg rauf zu den Türen. Wenn du den runterlaufst, dann geht es ja so über zum Coffee. Also wenn da Schlossberg, Goffersberg ist ja so. Okay, ja. Ja, die anderen sehen es nicht, aber es ist einfach für dich. Dass du so, Schloss Lenzburg, ja. Genau, da laufst du einfach so dort hinten. Da gibt es entweder das Himmelsleiterli, das ist einfach so ein Stegen gerade rauf. Ja. Oder du laufst so den Strassen entlang eine Kurve rauf. Ja. Und in dieser Kurve oben hat es einen alten Steinbruch. Also wird halt nicht mehr gebraucht. Okay. Ja. Hat jetzt auch Feuerstelle drin und du kannst eben auch raufgehen bei diesem Steinbruch. Mhm. Und das ist hure geil dort. Aber dort muss man halt wirklich immer Maske und so parat haben, was alles. Also ich meine, man ist ja so oder so ein bisschen weiter auseinander, wenn man auch draussen ist und so, also man Ja. hat Platz. Aber wenn die Polizei kommt, dann fahren sie halt auch dort rauf mit dem Auto. Ah, fuck. Aber ich meine, es ist nicht so tragisch. Ich bin eigentlich auf dem Coffee jetzt oben gewesen, zu Corona-Zeiten. Ich meine, ich bin eh nicht so die Person, die immer umarmt und kuschelt man sich was alles. Ich bin eher so, haha, Umarmung, kann ich sagen, Abstand. Abstand. Das heisst, ja, ich hatte immer meinen Abstand gehabt, die Polizei ist gekommen, die eine war so betrunken gewesen, dass sie mich laut gefragt hat, wer ist das gewesen, wo sie weggefahren sind? Nicht weit weg, 5 Meter sind sie vielleicht weg gewesen, sind Fenster da unten gehabt. Ich dachte, boah, bist du eine Maschine. Das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, das ist so eine Legende. Dann 5 Minuten später am Rumkotzen und einfach auf den Boden liegen. So, ja. Oh Junge, ich bin auch schon an meiner ersten richtigen Geburtstagsparty, wo ich eingeladen wurde, Grüß gehen raus an die Eni an dieser Stelle. Die hat jetzt auch Leute gehabt, die ein bisschen zu viel hatten. Und die sind dann auf dem Boden am Pennen gewesen und haben sich eingenässt. Vorher noch ist ein Stück von Kotzen gegangen. Also die sind wirklich... Nicht mehr gut. Die sind... Nein. Ich finde, der Gien. Mhm. Mhm. Das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Ich merke schon nicht an, wenn er betrunken ist. Also er wirkt vielleicht ein bisschen hyperaktiver auf eine Art, aber du merkst es nicht. Also wo wir ja zusammen sind saufen, also er hat ja nicht so viel gehabt, aber man hat nichts gemerkt.
Aber drei auch nicht, Gottverdammt, die zum ersten Mal gehabt. Junge, was ist los? Oh, also für das ihr erstes Mal saufen ist, hat die so hintergelassen. Ja. Was haben jetzt? Ja, genau, Kian. Excuse. Ich sage einfach bis heute immer noch Kian. 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 Jetzt sind wir 18. Geburtstag von einer Kollegin. Wir sind auf dem Heimweg gewesen. Wir sind eigentlich alle zusammen wieder heimgelaufen oder einfach in grossen Gruppen, muss ich sagen. Dann sind wir bei der Bushaltestelle gestanden, weißt du, gerade bei der Keba. Weil dort jetzt, glaube ich, das Hexenhütli heisst. Das ist gerade im Wald neben der Keba hinten. Da kann man hure easy Partys feiern. Okay. Also das ist auch eine Option, eigentlich recht simpel. Mhm. Dann sind wir dort gewesen, und dann schaue ich so hinter und ich sehe zu Gien seiner Füße einfach einen Fleck. Und dann kommt er rüber, kommt vor happy. Ich habe gekotzt! Was? Gehen? What the fuck? Und du hast nicht angemerkt, dass er betrunken ist. Also, ich habe gekotzt. What the fuck? Ich kann kotzen! Oh mein Gott! So. Und sonst geht's gut. Weißt, er hat direkt seiner Mutter geschrieben, so, hey, ich habe gekotzt, kommst du mich abholen? Dass ich das nicht machen soll. Und ich dachte, lol. Und ich meine, an dem oben ist es mir echt auch nicht mehr gut gegangen. Ja. Liebes Schwesterli oder verwandte Leute oder so, die das hören, einfach schnell Ohren zuhaben. An dem oben, ich meine, Alkohol wissen sie, dass ich trinke. Ja. Auch schon mit Hangover, ja. Aber das war der erste Abend, wo ich auch Gras hatte. Und das Ding ist halt, ich bin nicht so gewesen, ich habe getrunken, ich soll kein Gras haben, sondern ich habe getrunken, ich nehme jetzt Gras. Und ich habe mir nicht selber Getränke gemischt. Und es hat eine grosse, riesige Auswahl an Alk. Sondern ich habe meinem Kollegen gesagt, hey, mischst du mir noch etwas? Und er so, ja, easy. Und ein Kollege von mir war auch noch dabei gewesen. Sie heisst Asterik, aber Aster, verkürzt halt. Wir haben ihm Kollegen einfach die ganze Linus gesagt, weil das irgendwie so ein Butler-Name ist. Thank you, Linus. Thank you, Linus. Und ich kann dir nicht sagen, wie viel ich getrunken habe, aber ich habe alle 10 Minuten nach einem neuen Drink gefragt. Das für mindestens... Also wenn du im gleichen Takt getrunken hast wie an der Geburtstagsparty vom Raffi? Mindestens. Alter. Mindestens im gleichen Takt. Es ist wirklich nicht mehr gut gewesen. Ich kann mich nur noch grob erinnern, was alles passiert ist. Ich habe über meine Probleme angefangen zu reden. Also Stressen, was alles. Und ich habe gelacht währenddessen. Also alles, was man gesagt hat. Also quasi so ein Happy Teen Life Crisis. Also, genau, das heisst, ich bin innerlich da gewesen, aber äußerlich am Lachen. Und ich bin von Gruppe zu Gruppe gesäckelt. Und ich bin nicht länger als eine Minute bei einer Gruppe gewesen. Es sind viele Leute gewesen, bei dieser Gruppe habe ich niemanden gekannt. Dann bin ich bei der einen Gruppe gewesen, habe irgendetwas geredet. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe dort rüber. Es ist stockdunkel, es ist im Wald hinten gewesen, es hat keine Laterne oder so. Dann habe ich gesagt, dort sind Handys am Leuchten, ich gehe dort hin. Bin ich dazu gestanden, hallo! Habe ich gesagt, tschüss! Und laufe weiter zu der nächsten Gruppe. Es war so wack gewesen. Und dann nachher haben sie plötzlich Gras gehabt. Und dann die eine so, ja, willst du Ächli? Ich habe sie die zum ersten Mal kennengelernt. Ich so, ja, easy. Dann habe ich zusammen mit dem Kollegen haben wir einfach angefangen zu kiffen. Und ich kann dir nicht sagen, ob es eine Wirkung gezeigt hat oder nicht. Aber auf jeden Fall auf dem Heimweg, da sind wir, weißt du, die Straße vom Lenzburg Bahnhof hierhin, aber Yeah. im Gratis-Decke, meine Schwester hat mich dann gerade gefunden. Zusammen mit meiner Nachbarin war sie auch draussen gewesen. So, ja, komm doch hin auf den Gepäckträger oder ich fahre dich heim. Ich habe einen Ballon von der Party mitgenommen. Ich habe mich nicht an meiner Schwester festgehabt. Ich habe den Ballon umarmt. Ich auf dem Gepäckträger rumsingen und so. Den Ballon am Festival. Und sie so, ist alles okay bei dir? Und ich, ja, wieso? Ich stelle mir das ganze Bild So. vor, Kollege, weißt du, so ein behinderter Wackerschopf Was? hinten auf dem Nein. mit dem Ballon und am Singen, Alter. Es war so nicht mehr gut gewesen. Ja, währenddessen am Auto so ein Ballon. Ich habe den Ballon, glaube ich, immer noch. Oh. Ich könnte ihn suchen nachher. Ich glaube, den habe ich nicht weggehauen. Das war richtig lustig gewesen, auf jeden Fall. Nächsten Morgen dafür nicht mehr so, aber gelaufen ist so eine Party möchte ich wieder mal haben. Ja, ich will generell mal wieder eine haben. Das ist ja die beste Party, die ich bisher kann. Ist ja, abgesehen von der, die wir mit euch hatten, die habe ich mega nice gefunden. Im Bandraum. Ist
die gsi, wo am Freitagabend, nachdem wir Prüfung haben, bin ich mit dem Raffi aufgegangen. Die, die ich erzählt habe, wo wir dann einfach so der Party-Joint sind. Das ist so fucking geil gewesen, Alter. Weißt du, ich habe ja wirklich niemand von dort gekannt. Fucking niemand. Nur, ja, nein, die Lea habe ich auch nicht gekannt, die hat einfach den Raffi gekannt. Aber sonst niemand. Und trotzdem ist es so geil gewesen. Aber ich will einfach, wenn ich besoffen bin ich einfach eine Maschine im Flirten. Ah. Das ist einfach nicht normal, das ist schwierig gefährlich. Wie gesagt, am Abend ich glaube so 5 Instagrams oder so geklärt. Und amigs sehe ich so, wie die Leute Pics posten und ich so, fucking hell, who is that? Und dann schaue ich mir so die einzelnen Bilder an und sehe, die sind auch an dieser Party gewesen. Okay, nice. Ich fange immer an zu lallen. Wie du auch schon gemerkt hast. Also, ich weiß nicht, ob ich Sprachen mache. Das Ding ist, es tönt, als ob ich es extra mache, aber ich habe es nicht mehr im Griff. Ich habe auch schon offenbar angefangen, Spanisch zu reden. Ich weiß nicht, einfach so, weil ich es kann. Und jetzt, ich weiß nicht, Gian, sein 18. ist das, sind wir bei ihm daheim gewesen. Jetzt eins gehabt. Das ist im März, April 18 geworden. Und das heißt, Pale Ale hat es geheissen. Und ich bin auf Selina, ich habe angefangen zu zittern, weil ich kalt hatte. Aber ich war betrunken, also hat es mich nicht gejuckt. Ich bin bei ihr so auf dem Schoß gelegen. Und sie ist halt einfach am Sitzen und mich einfach gestreichelt. Ich so, ja, easy, wieso nicht? Dann sitze ich auf, nehme das, lese das. Ich lese nicht Pale Ale, ich bin im Spanisch-Mund. Ich Baleale. Selina fängt an zu lachen und sie hat es einfach gefilmt. Ich muss sie fragen, ob sie mir das nochmal schicken kann. Das ist zu Baleale. Das war einfach nicht mehr gut gewesen. Fand nicht den gröbsten Schweizer Dialekt, Baleale. Baleale. Oh, tschüss. Es hat weh gemacht. Apropos Spanisch und 18. Isabel ist fucking 19 geworden, Mann. Das ist, ja. Ich habe ihr so geschrieben, hey, Scheiße, bist du alt, Mann. So eine Maschine. Ich habe ihr irgendwie so, ich weiß gar nicht, was ich genau geschrieben habe. Ich muss gerade gucken. Fuck, bist du alt. Fuck, bist du alt. Ey, Mann, jetzt ist die schon gleich alt wie meine größere Schwester. Aber verdammt, das finde ich nicht kann. Meine Schwester wird 21 in diesem Jahr. Meine wird jetzt gleich 20. Fuck, gut, jetzt hat ich Scheiße, Mann, was soll ich dir schenken, Alter? Ich habe es so nicht im Griff von meinem Geburtstagsgeschenk. Meistens ist es einfach so, ich nehme den Alk mit, ich hoffe, das langt. Aber ich finde auch so wenn ich ein Geburtstagsfest mache, ich erwarte nicht, dass irgendjemand Geschenke oder so mitnimmt. Echt nicht. Ich bin schon froh, wenn Leute kommen. Aber was immer nice ist, wenn Leute irgendwie Getränke oder Snacks oder so mitnehmen. Und mit Getränken nicht mal unbedingt alkoholisch. Nein, einfach. Aber Mischgetränke sind auch easy. Ja. Aber ja. Ich habe noch nie eine grosse Geburtstagsparty gemacht. Einfach aus dem Grund, weil es dann halt so viele Leute geben, die das Gefühl haben, sie sind deine BFs. Aber für dich eigentlich gar nicht so important sind im Leben. Und nachher latscht die halt nicht ein und nachher kommen von allen Seiten, wieso hast du mich nicht geladen? Wieso hast du mich nicht? Und das Ding ist halt, je mehr Leute du einladest, desto mehr Leute gibt es, die immer closer an die Leute ankommen, die eingeladen sind. Also ich meine, jetzt, wenn ich jetzt so sage, ja komm, ich lade die Kollegin noch ein, dann ist ja die ich eigentlich mal geschrieben habe, ist ja schon wieder näher dann dran. Also ich weiß nicht, aber das heisst, wenn du dann so eine Party machst mit 40 Personen, dann hast du immer mehr Leute, die sich melden, ey Mann, ich bin nicht mehr so korrekt zu dir gewesen, wir haben immer so oft geschrieben, wieso ladest du mich? Und ich habe halt einfach so keinen Bock auf das Rechtfertigen von dem Scheiß, dass ich immer nur mit meinen 2 besten Kollegen gemacht habe. Dann ist klar, es kommt kein Mädchen, es kommt kein anderer Bub. Also zur damaligen Zeit habe ich nicht wirklich viel mit Kollegen gehabt. Aber, Autsch. Aber ich würde das wahrscheinlich heute auch noch ähnlich machen. Ich weiß nicht, für den 18. Den musst du feiern. Den musst vielleicht, aber halt wirklich. Bitte, du musst mal auf. Also ich meine, vielleicht mache ich es auch schon auf dem Kaffee. Du musst auf den Kaffee. Bitte. Bitte. Es ist so toll dort. Okay. Vor allem, ich weiß nicht, zur Sommerzeit. Oder vielleicht, keine Ahnung. Das Gras ist manchmal extrem hoch dort oben. Also du kannst einfach reinlegen und es ist alles weich. Und Nein. Es ist nicht so. Nein. Es ist nicht so nein. Es ist nicht normales Gras, sondern so das ganz dicke Gras. Eben, ja.
Genau, das ist mein Problem. Ich hasse das. Alter, dann kratzt es und sticht es überall und dann stehst du auf und hast einen Ameisenhaufen an deinen Beinen. Du spürst nichts davon, wenn du betrunken bist. Gut, aber dann fressen wir es dir so Nicht alles. Ich meine, rein. das ist das, was eigentlich ja einfach abgemeint wird, dann nachher für Heu braucht und so. Ja, hoffentlich. Es gibt ja noch sonst Normalwesen, so bei der Grillzone und so Dir in ist der aber schon Regel. bewusst, dass mein Geburtstag im November ist. Scheiß drauf. Für etwas gibt es Jacke. Es hat einen Feuerstell. Bro. Nein, Mann. Ich kann ja vorausfeiern. Wir das können Ding ist- zusammen feiern. Ich meine, ich habe auch im Februar Geburtstag. Ich wäre... Ja, du wärst aber nicht auf den Kaffee rauf. Bro, weißt du, Bro, deine Eier werden dir abgefroren, Mann. All gelernt. Ja, ist schon gut. Nein, Mann. Ah. Nein, Alter. Ah, ich bin wieder gerade voll in der Partystimmung. Ich wäre voll dabei dafür. C'est alors. C'est alors. Nein, Mann, Party muss so sein. Ey, es hat jetzt nicht mit Party zu tun, kompletter Change. Ich bin ja seit neuestem jetzt in der Big Band von Aradin in der Kadetten. Mhm. Das ist ja relativ, ja, vom Niveau her sind es eigentlich schon extrem hoch, ist ja schon Jazzmusik, also ist relativ schwer zu spielen. Und dementsprechend habe ich halt auch sehr viel Professionalität und Seriosität erwartet. Und jetzt ist es so, dass wir, die mir in der Story gefolgt haben, wissen es, Mhm. CD-Aufnahmen machen, also die Songs, die wir haben, aufnehmen. Und jetzt haben wir den Donnerstag von dieser Woche, hat der Mike, mein Schlagzeuglehrer, und ich mir extra am Donnerstagabend Zeit genommen, also mein Vater, by the way, ist am Mittwochabend mit mir in unser Bandraum gefahren, hat mit mir das ganze Schlagzeug abgebaut und in die Tasche verpackt. Dann ist er, weil ich ja im Praktikum bin, am Mittag, am Donnerstag, das Schlagzeug ins Auto eingeladen und der Lift ist kaputt gewesen. Das heisst, er hat das Scheiß durchs Treppenhaus müssen durchtragen. 2 Stockwerke, du weißt, wie es bei meinem Bandraum geht. Hat das ins Auto geladen, hat das bis nach Aarau gefahren, in den Raum und hat das zusammen mit Mike ausgeladen. Und dann bin ich am Donnerstagabend gekommen und wir haben das scheiß Ding aufgestellt und mikrofoniert. Mit dem Plan, dass wir dort eigentlich auch Soundcheck durchführen. Weil der Alex, ich sage jetzt seinen Namen, mir ist es scheißegal. Fuck you! Nein, Spaß. Also Alex, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist einfach, also er ist kein Jugendlicher oder so, sondern er ist wirklich auch so Lehrer halt. Er ist Saxophonist und ich glaube Co-Leiter von dieser Big Band. Der hat während der Probe immer so hure grosse Töne gespuckt von wegen, ja, wir nehmen den auf, weißt du, wir machen eine Multitrack-Aufnahme und das und mega geile Aufnahmen. Und ich nehme ja selber auf, ich habe mein Schlagzeug schon ein paar Mal selber aufgenommen, ich mixe selber, produce selber. Das heisst, dementsprechend sind meine Erwartungen relativ hoch gewesen, wenn er so hure grosse Töne umspuckt, ja, im Tonstudio und dann kommen wir dort hin, haben das Schlagzeug aufgestellt und haben ein Mikrofon aufgestellt und dann kommt er und sagt, ey, wir können heute übrigens nicht mikrofonieren, es funktioniert etwas, das Mischpult geht nicht, Adapter funktioniert nicht, irgendwie scheint etwas mit meinem Treiber nicht zu funktionieren. Und dann mir so, okay, kann man vielleicht wenigstens das Monitoring ausprobieren? Was ist das? Ich so. Und Chego, ich weiss, du hörst den Podcast, ich weiss nicht, ob du jetzt immer noch hörst. Der Chego wird wahrscheinlich der einzige Mensch sein, der das versteht, was Monitoring ist. Für die es nicht verstehen, das ist quasi, wenn man. Das ist. Raoul, dir kann ich es jetzt ganz einfach erklären. Wir haben hier einen Kopfhörer, wo aus dem Mischpult rauskommt. Und wenn ich jetzt da du die Kopfhörer anlegst, dann würdest du dich selber hören. Das hast du schon mal gemacht bei der Aufnahme. Und beim Monitoring geht es dann quasi darum, wenn man so Sachen einspielt mit dem Schlagzeug, dass du quasi einen Track schon im deinem Musikprogramm drauf hast und dann der Track über das Mischpult raus auf deinen Kopf gemacht wird, aber gleichzeitig auch das, was in das Mikrofon hineingeht. Das heisst, wenn man ja zum Beispiel ein Lied einsingt, muss man das Lied auf den Kopfhörer hören. Und das ist Monitoring. Und bei so einem Mischpult da will man dann normalerweise das Verhältnis zwischen der Lautstärke, zwischen dem Track, der vom Laptop kommt, und zwischen dem, was man ins Mikrofon hinein sagt, einstellen. Und bei Multitrack-Aufnahmen, wie bei einem Schlagzeug, wo du für jede Trommel ein einzelnes Mikrofon hast, kannst du in den professionellen Sachen dann sogar noch unabhängig von der Aufnahme einstellen, ja, ich will auf meinen Kopfhörer das näher ein bisschen Leute, ich will das ein bisschen Leute, so. Und der hat nicht mal gewusst, was das ist. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe halt noch nie mit 6 Tracks aufgenommen. Und ich so, Alex, das hat rein gar nichts, und der Chico wird sich wahrscheinlich totlachen, rein gar nichts mit der Anzahl Channels zu tun. Wie viele Channel man hat, ob das Monitoring funktioniert oder nicht. Es hat lediglich damit zu tun, wie das Audiosignal rausgesendet wird. Und der hat so keinen Plan von dem Scheiß gehabt. Und dann haben der Mike und ich basically den ganzen fucking Abend dafür geopfert gehabt.
Der Mike hat schon vom Morgen bis am Abend am 7. den Schüler durchgehabt. Brudi. Ich extra noch länger in die Schule bin wegen dem Scheiß. Und dann bringt er so eine Situation und mir dann so, Alex, du weißt schon, dass das eigentlich der Plan gewesen wäre. Ja, ich weiss, tut mir leid, das ist auch praktisch gegangen. Ich so. Und jetzt ist Aufnahmetermin, wäre jetzt eigentlich nächste Woche. Und ursprünglich hat der Mike, der hat ja eine eigene Band, hat einen Soundingenieur von SRF angefragt, ob der kommt, uns helfen. Das ist ein Kollege von ihm, also ein Pro. Und ich habe mir gedacht, Bro, wenn der jetzt schon am letzten Donnerstag gekommen wäre und so etwas passiert wäre, der wäre verzweifelt. Und der Mike und ich, wir haben das so aufgeregt in der Schlagzeugstunde. Ich glaube, die halbe Schlagzeugstunde nur über den Typ gelästert. Weil das ist einfach so, das speuzt so grosse Töne und hat so keine Ahnung. Und wir wissen genau, dass er hat jetzt behauptet, er geht im Verlauf der Woche mal rein und geht so ein bisschen rumprobieren. Und ich weiss genau, der wird 2 Stunden vor Aufnahmeteam mit dem Donnerstag reingehen und wir checken. Es geht doch nicht. Mike, kannst du dein Mischpult mitnehmen? Und der Mike und ich haben gesagt, wenn der das nicht schafft, dann schmeißt er mich nur und nimmt selber auf, und das schießt mich dann an. Ich verstehe den Schmerz. Und das Ding ist halt, der Mike hat mir gesagt, ich soll ihm auch mal klarstellen, dass ich genug andere Sachen habe, die ich noch machen könnte. Also, das klingt jetzt verdammt arrogant, aber ich meine, mich hat schon 2-mal ein Gitarrenlehrer angefragt für eine Band. Mich hat der von der Impulswoche, wo ich war, der hat das Jazz-Ensemble, hat mich auch schon gefragt, ob es um mich geht. Das heisst, ich habe bei Gott genug. Und wenn ich auch nur eins weniger haben das nicht austauschen, hätte ich immer noch genug zu tun, anstelle meine Zeit mit so einem Scheiß zu verschwenden. Ey, ich bin so mad auf den Typ im Fall, ohne Scheiß. Voll verständlich. Also, Nein, ich verstehe nicht, wieso mit so Sachen nicht ehrlich kann sein. Nein, wirklich nicht. Also, wenn du bluffst, ja schön und gut, aber ein Bluff ist ein Bluff. Und es ist wichtig, dass man nicht herausfindet, dass es ein Bluff ist. Ja. Und das Ding ist, es gibt auch verschiedene Aufnahmesoftware, so wie da jetzt, mit der wir hier aufnehmen und die ich mir gekauft habe, FL Studio, Presonus Studio One, Logic Pro X und so weiter. Und für das DJing, wo es darum geht, Tracks miteinander zu vermixen und live so Sachen zu machen, ist Ableton eigentlich so das Ding. Das ist auch das günstigste, also du kannst Anfängerstation günstig kaufen. Und es ist aber eigentlich nicht so perfekt zum Aufnehmen. Es gibt viele Leute, die das machen, aber so grosse Aufnahmen nimmt man eigentlich eher entweder Pro Tools oder ja, so wo ein bisschen von dem Workflow besser ist. Er macht es einfach mit Ableton. Einfach nur, weil es günstig ist. Er hat die Grundvariante für 80 Stutz gekauft, wo du so irgendwie 5, 6 Spuren oder 10 Spuren maximal kannst aufnehmen oder so ein Scheiß. Ey, nein, Mann, ich bin so verzweifelt an Typ ohne Spaß, Mann. Ja. Autsch. Ey, ich muss pissen. Kannst du dir etwas erzählen und mir schnell sagen, wo es jetzt ist? Was kann ich erzählen? Okay, das wird jetzt langweilig für... Okay, easy. Wo ist das WC? Oh, fuck. Raus und dann? Nein, wenn du Stege... Ja, also ja, raus. Ja. Wenn du Stege ablaufst, die erste Tür gerade links. Okay, also ist direkt neben der Stege. Mach einfach mal alle Türen auf. Spaß. Erzähl etwas. Ey Leute, jetzt langweilig. Okay. Ich komme gerade. Genau. Das wird für den Josh eine schöne Überraschung, was ich da schwafle. Genau. Ist er weg? Oh mein Gott. Warte, bis er weg ist. Er hat es gewonnen, gut. Der erste Kaugummi ist vor 2000 Jahren entdeckt. Oder ist 2000 Jahre alt zumindest schon. Er hat aus Kautschuk bestanden. Ist aus Kautschuk... For fuck's sake, ich habe einen Schlaganfall. Es war aus Kautschuk. Und das ist von der Maya, Inkas, was weiß ich, das was alles gewesen. Der einzige Grund, warum ich so nutzlose Fakten weiss, ist, dass das so Strafarbeiten waren, wo Leute im Nachsitzen in der Oberstufe machen mussten. Mein Kollege war so ein Experte im Nachsitzen. Also die eine Lehrerin hat ihn wirklich gehasst. Also gehasst, ich weiss auch nicht, die haben einfach sich gegenseitig nicht ausstehen. Er hat so gut wie jede Woche müssen mindestens eine Stunde nachsitzen. Halt je nachdem 2, wenn es halt noch häufiger ist. Und dann mit der Zeit, also wir haben halt immer so Hausaufgaben müssen aufschreiben, weiß ich doch nicht was alles. Hat er dann einfach so ein spezielles Hausaufgabenheftchen bekommen, wo er einmal in der Woche, glaube ich, musste zum Schulrektor gehen, damit er anschaut, was er alles aufgeschrieben hat und eine Unterschrift einsammelt. 107? Das ist so... Very, very depressing. Ich musste zum Glück noch nie nachsetzen. Bin stolz drauf. Die meisten, da kommt er wieder angesäckelt. Ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie lustig das ist, wenn man auf dem WC
am Sitzen ist und man dich hört, irgendwie Selbstgespräch zu führen. Über was hast du geschnurrt? Ich habe zuerst über Kaugummis geredet, den Ursprung von wundervoll. Kaugummis. Und dann über das Nachsitzen. Weil ich es gelernt habe, ich bin noch nie im Nachsitzen gewesen, aber ein Kollege von mir ist so gut wie immer müssen nachsitzen. Und ein Arbeitsauftrag, den einer aus der Klasse mal bekommen hat im Nachsitzen, war ein Vortrag zum Thema Kaugummi machen, den er in der nächsten Stunde präsentiert hat. Wow. Ich kann einmal in der Primar sogar nachsitzen und einmal in der Bett. Und in der Primar war es ein Freitag gewesen, und am Samstag war Besuchstag gewesen. Und die Lehrerin ist halt ein paar Mal aus dem Zimmer raus. Und dann haben wir halt irgendwie eine wilde Minute gehabt. Uiuiui. Für meine Verhältnisse wild. Und dann haben wir die Wandtafeln aufgeklappt. Also die sind also wie ein Buch, schon beide Seiten gehabt. Haben sie aufgeklappt an der Innenseite und hat jetzt so einen Schwanz drauf gemalt gehabt. Dann haben sie wieder zugeklappt und von außen hat man nichts gesehen. Kannst du mal raten, was am Besuchstag passiert ist? Was ist so die Wandtafel? So ein fetter Schwanz drauf. So eine Diagonale wie die ganze Wand an. Brudi, Ja, ich habe mich auch ein Bad Guy gefühlt. because I'm the bad guy. Da! Du, 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 du. Digga, schau, wie sie besteuern. Ey, genau, noch die letzte Story, die ich von meiner Seite glaube noch unbedingt muss loswerden. Ich bin mit meinem Vater jetzt also eigentlich bei der ganzen Familie sind wir über das Wochenende. Über das letzte Wochenende. Nicht über das letzte Wochenende. Wann war Pfingstmontag? Doch, das war letztes Wochenende. Da sind wir im Wallis. Dann bin ich mit meinem Vater biken und wir haben eine hure heftige Route rausgesucht. Und zwar von... Die, wo du den Nagel dann im Reifen hatte. Das ist die erste, stimmt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Bro, die erste Route haben wir am Samstag gemacht, right? Und wir haben so einfach so chillig durch Rechen durch, eine Mischung aus Bergauf und Downhill fahren halt, weil ich bin eigentlich lieber Downhill, mein Vater macht lieber so Bergauf und so. Und es war eine fucking geile Route, ich hatte richtig Bock gehabt. Und dann sind wir mitten drin und ich habe gerade so einen geilen Schanzensprung hinter mir beim Bergabfahren. Und dann merke ich plötzlich, hey, mein Hinterrad hopst so hin und her und es quietscht so. Halte ich an komplett platte Reifen. Ach. Und das Lustige ist, bevor wir losgefahren sind, habe ich meinen Vater noch gefragt, ja, Flickzeug hast du dabei, falls Platte und so. Und er so, ja, weil es ist eben eine Woche vorher, ist der Reifen von meinem anderen Velo geplatzt. Und dann habe ich eben einfach so dran gedacht. Und dann halte ich an und tatsächlich der fucking Reifen ist platt. Und mein Vater hat es zuerst nicht geglaubt und ist verreckt vor Lachen, weil ich es vorher noch gesagt habe. Oder? Und nachher hat er so das Flickzeug hinten rausgeholt aus dem Velo und so. Und dann haben wir so den Reifen abgesucht und versucht, das Loch zu finden, weil man denkt, das ist ein scheiß kleines Loch oder so. Und nachher sagt mein Vater besser so, ah ja, schon klar warum. Und dann schaue ich so und ist einfach der Nagel. Es ist einfach, man sieht einfach den Kopf von einem Nagel. Also der ist wirklich komplett drin, nicht so wie auf dem Bild. Und dann hat mein Vater den Nagel rausgeholt. Es ist einfach so ein 15 cm Nagel. Alter, verrosteter. Und der muss mit so einer Wucht in den Hinterreifen reingeprallt sein, dass der an den Speichen 90 Grad umgebogen worden ist. Brudi. Und dann haben wir das Flickzeug genommen und haben das grosse Loch, das wir gesehen haben, von ihm ist auch kaum zu besehen, haben wir den geflickt. Also, geflickt. Weil die Tube ist nämlich noch leer gewesen von dem scheiß Flicklim, aber eigentlich hätte es gelangt. Dann haben wir aufgepumpt und dann hat es gerade wieder rausgezischt. Und dann haben wir gewusst, fuck, das ist irgendwie mehr kaputt. Shit. Haben wir das Velo genommen und sind den scheiß Weg heimgelaufen. Wir sind irgendwo quer durch den Wald durch, bis wir unten auf der Straße sind so gelaufen. Wir sind zum Glück eben in Grächen gesehen, nicht sonst. Bin ich heimgelaufen und dann haben wir die Heide Pneu genommen und es ist literally, der Nagel ist durch beide Pneuseiten durch. Aussen das schöne Loch und innen ist er dann, wo er umgebogen worden ist, hat es dann mehrere Tausende von kleinen Löchern gegeben. Das hättest du mit keinem Flickmaterial auf der Welt können flicken. Und dann hat der Veloladen noch zu in Grächen. Aber wie es halt so in einem Bergdörfli ist, kennt man halt jeden. Und jeder, und wir kennen den Typ persönlich, haben den angerufen und der ist noch schnell in den Laden gekommen und hat uns noch Flickzeug und Neues verkauft. Ihr Mann an dieser Stelle. Odilo, Küsse gehen raus. Und dann haben wir gedacht, gut, jetzt haben wir extra 2 Pneus gekauft, weil wir vorgehabt haben, eine grosse Route zu machen am Sonntag. Nämlich von Zermatt bis Visp. Das war so der Grundplan. Das sind etwa 50, 60 Kilometer. Und
aber nicht die direkte Weg, sondern halt von Zermatt und dann auf die andere Seite rauf und dann nach Stalden. Das zeigen euch jetzt alle nicht, aber ihr könnt das auf der Karte nachschauen. Und dann mit dem Gondeli auf Gspon rauf und von dort haben wir einen Weg, wo wir noch nie gefahren sind, wo am Schluss eine richtig geile Downhill-Strecke soll sein. Was wir halt einfach nicht daran gedacht haben, dass wir dort über 1600 Meter sind, glaube ich, Gspon, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es halt so, dass es ja in den Bergen Süd- und Nordhang gibt. Was wir nicht gecheckt haben, ist, dass wir am Nordwesthang waren. So basically sind wir losgefahren, einen Kilometer, erstmal nur bergauf. Belasto. Und dann stehen wir plötzlich vor einem massiven Schneefeld. Und dann haben wir gedacht, ja, fuck off, Alter. Haben probiert zu fahren, ist nicht gegangen, haben die Velos gedreht. Und das Scheiße ist, es ist ja noch bergauf gegangen, aber vom Hang bergab. Das heisst, zeitlich gesehen laufst du auf einem im Tiefschnee, wo es bergab geht, mit Veloschuhen, der ausrutscht. Und du musst oben nur dein Velo aufheben, wo die ganze Zeit abrutscht. Wir sind eingesunken nach den ersten paar Metern, haben schon durchnässte Füße gehabt. Boah. Und dann hast du vorher halt so einen Weg gesehen, ohne Schnee. Und gedacht, ja geil, das ist jetzt ein Schneefeld, komm, das machen wir, dann können wir fahren. Fahren wir 50 Meter, das nächste Schneefeld. Und genau noch doppelt so lang wie das vorher. Dann haben wir gedacht, wollen wir umkehren oder nicht. Und dann sehen wir, dass halt die Kurve eine Linkskurve macht, sprich in den Südhang reingeht. Und dann haben wir gedacht, nein, komm, der Südhang hat sicher keinen Schnee. Haben dann komm, das ziehen wir durch und dann können wir fahren. Sind durchgegangen, gehen wir um die Kurve rum und nächstes Schneefeld. Und dann haben wir gedacht, komm, das wird jetzt das Letzte und das Letzte und das Letzte. Und es hat nicht mehr aufgehört. Und am Schluss, wir haben auf der Karte nachgeschaut, haben wir von diesen ursprünglich 11,6 Kilometer oder 15,6 Kilometer Strecke, haben wir unser scheiß Velo 10 Kilometer durch den Tiefschnee durchgetragen. Ach, bitter. Bergab. Und flotsch nass durch nässe Füße. Nachher sind wir auf unserem Endziel angekommen und quasi überfischt. Und dann haben wir so gehofft, bitte jetzt kein Schnee. Dann sind wir gefahren, dann kommt wieder Schneefall. Wir so, bitte, nein, nein, nein. Aber dann zum Glück ist dann kein Schnee mitgegangen, weil wir weiter runtergegangen sind. Und es ist die geilste Downhill-Strecke, mega anspruchsvoll, die wir jemals gemacht haben. Also wirklich grosse Wurzeln und so. Und es war so geil gewesen, aber ey, ich habe so nicht mehr können. Ich bin wirklich an der Ende von meiner Kraft gewesen, nach dem vor der Downhill-Strecke. Ey, wir haben es so nicht mögen. Weil wir haben auch nicht genug trinken dabei gehabt, Mann. Ey, ich bin so pissed auf das gewesen. Genau. Pain. Also auf jeden Fall, mein rechter Arm ist jetzt nur mal doppelt so stark, weil ich mein Aluminiumfall die ganze Zeit aufheben, dass es nicht abrutscht. Nein, man, Gottverdammt, ich habe mir gedacht, ey Bro, wärst jetzt da du dabei gewesen, man, du wärst einfach angesessen, hättest gewartet, bis der Schnee geschmolzen. Ja, ziemlich genau im Fall. Nein, also ich bin Velofahrer, ich bin ziemlich so vorsichtig. Ja. Das heisst Downhill und so, du siehst mich nicht runterfräsen. Du siehst mich so mit 2 km/h. Dort bin ich kein Wildsau, aber ich würde Bungee-Jumping und so machen. Das heisst, das wollte ich auch mal machen. Bungee-Jumping und Fallschirmspringen, das wäre so geil. Aber ich habe eine mega komische Angst im Fall. Ich klettere ja mega gerne und so. Ja. Alles kein Problem. Aber ich habe Angst vor steilen Hängen. Also im Sinne von ein extrem steiler Hang, aber es ist nicht zum Klettern. Du musst nicht irgendwie einfach rauflaufen oder runterlaufen. Ich bekomme Panik. Ich habe mich noch, wir sind eigentlich in Südfrankreich, da bin ich noch recht klein, irgendwie, keine Ahnung, 7, 8 oder so. Und da hat es einen wirklich sehr steilen Hang nach unten gehabt, im Sinne von, es hat Bäume gehabt, die dran gewachsen sind, wir haben uns an denen eigentlich mehr oder weniger auf die drauf geworfen. Weil wir uns nicht können festheben. Krass. Ich hatte dort so Panik bekommen. Ja. Also ich habe mich am Baum festgehalten, ich komme da nicht runter. What the fuck? Also es ist recht ironisch eigentlich, dass ich gerne klettere und vertikal, doch, ja genau. Und auch so Überhang, genau. Alles kein Problem. Aber sobald es mir geht, irgendwo rauf zu laufen, schaltet es mir ab. Toll. Also wenn ich mit der Hand nicht irgendwie mitschaffen kann, dann nein, komme ich nicht mit. Ja, das hat man gemerkt, als wir zusammen in Griechen waren und wir aufs Gletscher durchgelaufen sind. Am Anfang unmotiviert. Und dann, wo es dann geheißen hat, wir können über die Felsen drüber vorklettern, bist du ab wie ein Das habe ich gerne gemacht. Ja, ich mache gerne mit der Hand noch irgendetwas. Ja. Aber Vanessa hat so, die hat nicht mögen, die hat keinen Bock mehr gehabt. Die hat mir so Angst gemacht, sie hat mir so krass, ey Josh, ich hasse dich so, verpiss dich, ich hasse dich so. Ey, ich habe so Schiss gehabt, so gedacht, fuck man, ich habe unsere Freundschaft mit dem zerstört. Ich habe es lustig gefunden, wie sie so pissed gewesen, Look, Mann. ich liebe dich, aber ich hasse dich gerade so hart im Moment. Ich dachte, Nein, dass ich liebe dich, hat sie bei mir aber nicht gesagt, weil ich habe so Schiss gehabt nachher, Mann. Ich habe mich richtig fucking schlecht gefühlt, Alter. Und die sind dann ja auch nachher am Tisch gesessen und haben richtig keinen Bock mehr gehabt. Sie sind so kaputt gewesen. Ich habe mich so schlecht gefühlt im Fall ohne Spaß, weil das ist für uns, wir rennen das fast auf, für uns ist das
Einwärmwanderung amix. Weißt du, also ich meine, ich habe mir mit euch überlegt, aufs Wannihan raufzuwandern, Kollege. Wobei im Fall das wäre weniger steil gewesen. Ja, lol. Die machen wir. Beim nächsten Mal machen wir. Easy. Sie geht länger, aber sie ist weniger steil. Es ist viel flächer. Und du kannst am Schluss auch ein bisschen klettern, wenn du das willst. Ah, easy. Nein, aber Das war heavy gewesen. Oh, willst du ASMR-Finger knacken? Ah, ich weiß nicht. Okay, warte, ich muss... Du kannst es mit weglegen und dann... Das ist zwar schön aber ich habe es gleich gemacht. Ich ziehe immer so mein mittleres Gelenk ziehe ich immer so auf. Das knackt. Manchmal kann ich den Daumen Von knacken. anheben. Easy. Warte mal, Gott jetzt. Magnifik. Du sie einmal schräg knacken. Nein, ich tue sie gerade aufziehen. Ich tue sie immer verdammt ungesund. Ich kann eben... Mega gut, jetzt kann ich es halt nur dir zeigen. Ja. Okay, das ist so, okay. Ich kann einfach zum Beispiel mit dem Mittelfinger kann ich easy packen und so auf die Seite drehen. Bro, was ist mit dem Gelenk falsch? Wo sind deine Bänder? Wenn du mein Gelenk anschaust, das kommt alles raus. Auf einmal. Bro, du hast einfach so Kuhlen drin, Mann. What the fuck? Ja, es ist verdammt gut. Das ist ja geil. Das habe ich mal. Ja. Ich habe es meiner Schwester gesagt. Was hast du für Hände? Verdammt grusig. Und ich, excuse, du hast Ergo gemacht für ein halbes Jahr. Bist du ein bisschen sozialer zu meinen Händen? Oh mein Gott. Nein, Ergo, wenn du, das kann ich jetzt schon sagen fürs Praktikum, um wieder zurückzukommen. Wenn dir langweilig ist und du nichts zu tun hast, geh in die Ergo, die spielen literally fast nur Spiele. Geil. Weil das ist halt, also amix tut es schon noch so ein bisschen Gelenk mobilisieren, also die Schultern bewegen und alles. Aber so spielt der wirklich nur Spiele mit denen. So 4 gewinnt mega oft, Memory mega oft, weil es auch noch kognitiv natürlich noch geht. Und alles natürlich Feinmotorik braucht und das voll ihr Ding ist. Und dort lässt der Mike dann einfach die Ersten mitspielen. Also das ist richtig geil. Also wenn du wieder Geil. haben willst. Siehst du wieder jemand mit Störungen, bös gesagt, Hops nimmt in so einem 4 gewinnt. Meine Mutter gegen sie kannst du nicht gewinnen. Oh, ist passiert. He? Meine Mutter gegen sie kannst du nicht gewinnen im 4 gewinnt im Fall. Schon. Das hat es noch nie gegeben. In der Familie hat noch nie jemand gegen sie gewonnen. Und ich weiss nicht, wie sie es macht. Weißt du, Wir haben eine Patientin, die hat eine Krankheit, ich weiß gar nicht, wie der Name ist. Auch irgendeine neurologische Erkrankung. Und mit der haben wir immer viel Gewinn gespielt. Und wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, für mich ist das so selbstverständlich, dass ich versuche, dass ich gewinne. Und dann habe ich die ersten 2 Runden gewonnen. Relativ easy, halt, weil sie natürlich neurologisch einfach nicht hinten reinkommt, oder? Und dann hat mir der Mike so auf den Schoß geklopft und hat so die Hand so gemacht, ey, slow down. Und ich habe jetzt nicht gecheckt, hey, was muss ich warten? Und dann habe ich gecheckt, fuck, ich muss sie ja gewinnen lassen, das nimmt die ja mega mit, das nimmt die ja extrem mit. Und dann das Blöde war halt, dass es mega offensichtlich war, weil sie jetzt so 3 aufeinander senkrecht da. Dann habe ich das blockiert, aber es hat dann zum Glück noch irgendwo eine Diagonale gegeben. Ey, und das ist am Anfang, für mich ist das so hure. Und jetzt ist in der zweiten Woche ist für mich logisch, dass ich die in den ersten 2 gewinne und das andere dann sie gewinnen lassen. Also wenn zum Beispiel auch ein Patient, der auch neurologisch sehr, ich sage immer angekratzt, aber das tönt hure. Ja, ich weiss, was du meinst. Ja. Und der macht auch am Anfang halt so Krafttraining und so, um Mobilisation und so ein bisschen zu fördern. Und nachher geht er immer gut Dart spielen mit dem Hendrik. Und das ist... Hey, da geht dir das Herz auf, wenn der dort rausrennt. Dann ist der wirklich wie so ein kleines Kind, rennt der dort rauf. Juhui, ich habe wieder gewonnen! Und dann geht er allen Senioren, allen Patienten geht er erzählen, ich habe gewonnen. Alle Physis geht er erzählen, ich habe gewonnen. Und dann geht er sich aufs WC umziehen und dann hörst du aus dem WC so, juhui! Und das ist wirklich einfach eine hure herzige, wie der sich unfassbar mäßig freut. Er hat vorher eine hure grosse Schnorren, aber nachher freut er sich mega. Das ist so herzig zum Teil. So Sachen wie Dart spielen und Memory. Ich kann mir dort noch so Mühe geben, ich verliere einfach. Das ist mega traurig, aber ich meine... Wir müssen uns noch übrigens ein Geschenk, oder ich will das zumindest machen, ich will diesen Physis ein Geschenk schenken. Easy. Ich habe mir überlegt, also was ich schon gekauft habe, Celebrities, weil... Celebrations heisst die Schokis. Weil normalerweise geht immer einer von ihnen Schokis kaufen, die stehen auf Schokis. Wir haben Schoki gekauft, innerhalb von 3 Tagen ist alles weggefressen gewesen. Und ich habe dann so eine grosse Packung Celebrations gekauft. Und ich bin mir jetzt am überlegen, ob ich für jeden Physio noch etwas einzeln machen sollte. Wie zum Beispiel für den Henrik, der hat ein Pferd.
dass man dort noch irgendwie etwas versucht zu kombinieren. Für den Raphael schaue das typisch polnisches Geschenk. Für den Rai schaue ich etwas, was mit Schule zu tun hat, irgendwie so. Für den Mike wüsste ich, was ich kaufen will, und zwar ein neues Memory, weil er hat so ein Memory über Schweizer Sehenswürdigkeiten. Und er hat gesagt, seit er da schafft, ist das gleiche Memory. Ich habe das so nicht mehr gesehen und habe gedacht, da kann ich immer etwas Neues kaufen. Aber es ist halt hure schwierig, weil ich kenne die viele nicht und ich wüsste halt nicht, was das so... Aber ich kann mir so etwas überlegen. Das wäre zwar hure teuer, aber es gibt die 1 Meter Toblerone oder so. Stimmt, ja. Im Coop, aber die ist halt 120 Stutz oder so. Nein, das nicht. Nein, aber das wäre hure geil gewesen. Dann kommst du einfach zu einer fetten Toblerone angelaufen, so da, ist okay. Nein, aber sie haben eben Toblerone, so die kleinen Täfel gekauft. Ich habe die so gefressen wie nichts, man. In jeder Pause habe ich jetzt 3-4 schon auf meinen Teller geschoben. Nein, aber irgendetwas, genau. Also eben für die Allgemeinheit sicher Schocki. Stimmt, und Springseile. Wir haben eine Fortbildung gemacht, also dort, du wirst nächste Woche eine Fortbildung, ich weiß nicht, wer die Fortbildung nächste Woche macht. Bei ihnen im Reha-Center, also im Reha-Center heisst es ja nicht mehr, in Zurzach-Care, ist so, dass jeder von diesen Physios quasi wie so Klassenvortrag eigentlich etwas vorbereitet und dann Fortbildung leitet quasi. Es ist oft sogar Psychologie. Okay. Weil halt der Henry jetzt zum Beispiel viel Psychologie in seinem Sportwissenschaftsstudium gemacht hat. Und letztes Mal hat eben der Henrik eine Weiterbildung gemacht, so spezielle Sportübungen mit dem Gymnastikball zum Rumpfstärkung machen, weil Balance-Schwierigkeiten, wenn du Knieschmerzen hast oder so. Und dort hat er gesagt, wir sollten uns endlich mal ein Springseil zulegen. Also sie haben gar kein Springseil. Das wäre so ein cooles Geschenk. Bin ich schon ein bisschen schauen. Im Decathlon lange Zeit, glaube ich, für 6 Stutz oder so. Ja, das wäre nicht so ein Problem. Dann können wir eigentlich das machen, Springseile und Schocki. Sonst überlegen wir uns irgendwie ein Bild oder so. Ja, es gibt halt keine Fotos von denen, das Problem. Das ist wieder so ein Comicbild oder Karikaturbild malen mit Photoshop. Nein, aber dann ja, irgendetwas lassen wir uns nicht fallen, oder? Ey, wir haben so ein Bro, wir sind gestört, 2 Stunden 15 Minuten. Du weißt was? Das haben wir gut gemacht. Ein fucking neuer Rekord, Alter. Ich glaube, literally niemand hat bis zum Schluss den Podcast angelassen. Sicher nicht auf einmal. Nein, also es gibt Leute, gehen zum Beispiel immer so stückweise im Geschäft langweilig. Ja. Langweilig oder der Krieg tut es während dem Autofahren mal hören. Also ich denke, die werden jetzt lang dran ja, das ist gut. Dann können wir jetzt nächste Woche wieder Pause machen in der Prüfungsphase. Genau. Und es ist jetzt wirklich eine lange Pause gewesen. Ich will das jetzt auch als Bonusfolge signalisieren, nicht als reguläre Folge. Das ist vielleicht noch gut. Hast du noch etwas zum Erzählen? Nein, ich glaube es nicht. Gut, dann darfst du die Schlusswort bringen. Jetzt kommen 2 Stunden. Fuck. Was habe ich für ein Schlusswort? Das habe ich ja schon alles. Also, wir haben über Praktikum, Eurovision. Ich habe wieder ein random Fact. Okay. Früher hat man gewisse Frösche, ich weiß leider nicht welche, als Schwangerschaftstest gebraucht, weil Frauen, also man hat auf den draufgepisst, weil die Hormone im Urin drinnen dazu geführt haben, dass der Frosch anfängt zu leichen. Heisst das Leichen? Leichen, ja. Und der war extrem genau, der Test. So Maschine. Also das ist einfach auf den Frosch. In Zürich gibt es einen Frosch, diesen Kröte, wo von den einheimischen Indianern geraucht wird, weil sie so ein Gift hat für ihre Haut und so eine, wie sagt man, halluzinogene Wirkung hat. Maschine. So geil. Jungs, tut euch Frösche zu. Genau. Rauchen sie, pissen auf sie, küssen sie, wenn ihr einen Freund wollt. Am besten alles in dieser Reihe. Wow. Oh, so ein geräucherter, vollpisster Frosch küssen. Das ist einfach so eine Mumie vor dir. Ja, genau. Ficken nicht zu viel, saufen nicht zu viel. Und verhüten wie immer. Genau. Oder Lümmel raus. Genau. Jungs, für alle die bis zum Schluss gelassen haben, man, fucking Ehrenmänner. Bis in 2 oder 3 Wochen. Ja, mal schauen. Ja, mal schauen. Au revoir. Au revoir, Sanofabi. Die schlechten Fragen sind alle beantwortet und die unlustigen Witze von den spontanen Gulu-Gulu-Nutzer und möchten gerne Fanboys Josh und Raoul beantwortet worden. Wir hoffen, dass es euch die Zeit wert war, unseren Blödsinn anzuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen hättet, könnt ihr die uns gerne einfach anschmeißen. Und wir bedanken uns ganz vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace out.